Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen hier rund um Tisch. Und aber auch die Leute draußen, die uns vielleicht nur gucken oder später das Streaming gucken, die Leute am Publikum. Ich sehe heute die Finanzkommission als Vertreten. Und immer aber auch zur öffentlichen Sitzung kommen und zum Anlauf gebe ich erinnern und die zwei rezent verstorbenen früher Membern aus dem Gemeinderat, einmal der Pierre Liber und aber auch Dilian Ries-Leider, wo man Montag bei der Zeremonie dabei war, wo sie erst versteht gesehen. Dilian war noch bis zu den letzten Wahlen im Gemeinderat war, war noch extrem aktiv war an der Familienkommission, an der Kulturkommission und an der Drittkommission, wo drauf war. Dilian war doch so ganz aktiv war, auch an der Schötter Hölle war es BL. Ich meine, eine extrem engagierte Person. Und für uns zu gedenken, gebe ich bitten, eine Minute abzustehen und Stift. Voilà, merci. Da kämen wir dazu, was hinter der letzten Sitzung los war. Du war Freitag, den 21. November, die große Gläsensfeier am Centre Culturel, organisiert von der Schule der Elternvereinigung an der Maison Relais. Ein Gouvernement von 4.830,80 Euro gesammelt, an die geht das Jahr und Fondation Kannerschloss zu übersehen. All Kanner, die Heimat geholfen haben, dafür von dieser Platz ein ganz große Merci. Sonntag, den 1. Dezember, war ab 14 Uhr der Adventsmarkt von den Frauen und Mammen am Kulturcenter. Und Programmstungen unter anderem ein flotte Konzert von den Schotter Jungbläser und ein Auftritt vom Tanzgruppe Jalebis. Der Gewinn vom Adventsmarkt geht dieses Jahr unter der Association Blitz aus Berl-Litzeburg gespendet. Der Weekend vom 7. auf den 8. Dezember war jeweils von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr mittags die Kleinderenausstellung am Centre Culturel zu Münzburg. Der Vernissage mit der offiziellen Ouverture war Freitag sowieso um 7 Uhr. Organisiert gouf die Ausstellung, wie könnte da nicht sind, vom Kleindereverein Schötter. Derselbe Weekend war dann noch Sonntag um 4:30 unter der Leitung von Marian Hagel der größte Konzert vom Schötter Gesang an der Kirche. Begleitet gouf Choral von Michael Motz und Fliege. Daneben goufen Instrumentalstecker gespielt als Duo von Paul Schumacher auf der Trompette und dem Laurent Herz auf der Trombone, und von Marc Motz auf der Querflöte. Die Akademie pour Jeune Voix unter der Direktion von Claudine Schott ist dann auch noch als Gastchor abgetreten und hat diese Flotte mittig komplettiert. Es ist leider aufgefallen, dass der Gemeinderat nicht so ganz gut vertreten war. Und Choral gave sich freuen, was sie nächstes Jahr mehr gewählte Vertreter bei diesem Event begrüßen könnten. Nicht mehr spät wie gestern sind Frauen und Mammen am Bus auf der Kirchmarkt auf Ohren gefahren. Heute Mittag war es eine Fitnessseance mit Gandhi Stephen Majerus am Schötter-Treff. Was steht demnächst im Programm? Nachdem die letzten 2 Weekender uns nopisch Gemengen in der Rahmen von der Betster hier Geschmerz organisiert haben, also dann diese Weekend und uns. Vom 13. auf den 15. Dezember findet unsere idyllische Geschmerz hier auf der Kircheplatz zu Schötter statt und das schon nicht mit zu versehen. Lass geht der Freitag um 17 Uhr mit der Ouverture an ein Konzert von den Schötter Jungbläser sowie der Schötter Strüpp. Samstags möchte Geschmerz da von 17 bis 22 Uhr singieren ab. Oben ist an dem Kader auch flotte Konzert von Gruppe Simply Two. Am Sonntag kann ich dann normal von 15 Uhr bis 20 Uhr auf den Kirchmarkt kommen, neben der musikalischen Animation, also auch nicht für ein vielseitig Kulinarik gesucht. So gehen dann anderen Knidle, Kebab, ukrainische Spezialitäten, Raclette, Champignon, Panisch, Reisekuchen, Äpfel, Schäftchen und noch vieles mehr angeboten. Wir machen dann noch einmal einen Appell für die Wege, auf die Dus-Mobilität zurückzugreifen. Wer nicht zu Fuß will kommen, kann auch den Rufbus benutzen, außer Sonntags natürlich, oder Buslinien 324 und 361. Wo direkt auf der Kirchplatz stehen bleiben. Das Ganze ist auch nicht als Green-Event organisiert. Auf diesem Weg sind auch noch ein anderer Party-Event, wo stattfanden. So ist der Schötter Markt auf der Kircheplatz, wo das K.O. etwas zu essen gibt, und zwar Pasta Bolognese. An der Sportsaal zu Minzburg ist der ganze Samstag über den Fairy Tale Cup, organisiert von Rhythmiker Lux Schötter. Sonntag, der 15. Dezember, ist an der Schötter Kirche um 4:30 der Konzert spirituell von der Schötter Musik unter der Leitung von Leroy Van Divenet.
Den Entrée fir de Konzer ass frei, Musik mech awer nees en Kollekt fir d'Stio und d'Assoziatioun Rokomi Rokat geht. Dann stehen op e Christfeien Programm, anzwer Mittwochs 19. Dezember invitéiert Kommission vun der Familie vum 3. Alter vum sozialen Urlaubs und op hier Christfeier vu 15 Auer bis 16 Auer am Schëttertreff. Donnerstag ist den 19. Dezember als Christfeier vun der Meperes fir hier Mombren am Centre kulturell. A Freitag den 20. Dezember huet an d'Equipe vum Dance Fitness Club och hier Christfeier do innen am Centre. Den 21. und 22. Dezember organisiert den RLSS als Lützeburger Association vom Streetsoccer ihren ersten International Juice Futsal Cup an der Sportzahl 1 zu Minzburg, das ist die neue Sportzahl. Iwer feiertech as du noch bis mirroisch, dann am neue Jahr Samstag der 4. Januar a Sonntag der 5. Januar mat dem 12. Siedal Indoor Cup vom FC Minzburg auch an der neue Sportzahl las geht. Samstag den 11. Januar ass der Schëtter Märd op der Kircheplatz, a Sonntag also den 12. Januar 14 Auer Tradition vun der UKDA an der Sportzahl. Der Sportzahl zu Minzburg. Dëncht ist der 14. Januar ass an Empfang vun den Entreprisen aus der Gemenge Schëtter an Niederraven. Lächt Joer wo gouf das Event zu Niederraven organisiert an das Event werden an der Präsenz von der Minister für Digitalisierung a fir Forschung an Heichschuld Madame Stephanie Obertin stattfandet. Weiter Detailer hat zur Kritte Gemengerot demnächst kommuniziert. Den 19. Januar organisiert den FC Minzburg sein mittlerweile traditionelle Mulle Sonntag am Centre. Donau gëtt an zu Schëtter Theater gespielt, und zwar am folgenden Deeg. Samstag der 25. Januar Oves, Sonntag der 26. Januar mittags um 4 Uhr, Freitag den 31. Januar im Oves, und Samstag den 1. Februar auch Oves. Als Lächt dann nach heute Datum vom nächsten Gemengerot, und zwar aus dem Mittwoch den 29. Januar um 17 Uhr hier am Sitzungssaal. Dann haben wir noch andere Sujeten, und zwar ab dem 1. Januar haben wir neue Öffnungszeiten für das Populationsbüro an den Etat Civil. Also Mondags von 8 Uhr bis 11:30 Uhr und von 1 Uhr bis 16 Uhr. Das ist mit Mondags ab. Die andere Tag ist also selwicht, an der Freitags von 8 Uhr bis 14 Uhr. Das ist mir während der Freitags mittags nicht mehr ab. Auf Rendezvous kann ich dann aber von Donnerstag bis 16 Uhr bis 16:30 Uhr kommen oder von Freitags von 7 bis 8 Uhr. Da man dann also ein bisschen mehr Flexibilität, wenn noch Neues kann, ich da kommen, Abschluss mit Rapport auf den Avertissement-Taxi. Dann ein paar Worte zum Markage, Prämarkage am Kichteweh. Da haben wir viel positive Retour gekriegt, aber auch da eng oder die andere Reklamation auch schriftlich. Wir gehen den Reklamationen natürlich auf ihre Fond noch, aber analytisch wird der Markage dann angepasst. Du hast zum Beispiel ein Problem mit einem Hydrant, da wird das dann noch gemerkt gehen. Es war ja auch so geduld, dass wir dafür den Prämarkage machen. Am Januar kommen wir dann am Verkehrsreglement an den Gemengerot, aber wenn nicht gestimmt ist, machen wir dann den definitiven Markage. Dazu muss ich noch vielleicht sagen, dass wir immer das Problem haben, zu garantieren, dass der Wanderdienst, am wichtig noch vielleicht ein CGDs am Notfall auch mit grossen Gefähren an die Straße könnt. Es geht also heute nicht darum, am öffentlichen Straßenraum Parkplätze für ein engem Haus zu reservieren, weil eigentlich müssten die Leute alle Platz auf ihrem Grundstück haben, zumindest 2 Plätzen, sie haben im Baureglement pro Wohnunität 4 gesehen. Dann Wegkreis zu versieren. Wir kriegen auch ein Subsid für die zusätzliche Kosten für die Installation, und wir haben den dann noch angefragt. Das kann aber sein, dass wir ein bisschen warten müssen auf ein Antwort, da wir können die Arbeiten nicht machen, immer die Retour haben. Das dauert das am Chantier noch ein bisschen. Das wird dann aber echt dort früher gehen. Der neue Ressourcenkalender, den ich leihen, ist dann noch da. Er präsentiert sich an einem neuen, mit flotten und noch mit praktischem Layout, wo dann noch direkt ganz Tür drauf ist. Es sind aber auch Änderungen bei den Deeg, wenn die Pubellen eidel gemerkt gehen. Die Gring und die Gro, respektive Schwarzpubelle, gehen dann nur zusammen donnerstes eidel gemerkt. Die Blau und die Gelpubelle, also Probayer Glas, gehen die letzte vor am Mond frei des eidel gemerkt. Den Avantage sind, dass der Mann oft seine Pubelle manipulieren muss. Dass nicht all der in einer Pubelle Trottoir steht, auch wenn der Sias Hand drüber bleibt, so wie am Kai de Charge von der Ausschreibung steht, dass Pubellen nur eidel machen, oder müssen auf ihr Platz zurückkommen. Und da, wo er ja selber auch drauf aufpassen und aufpassen müssen, dass ein Trottoir frei bleibt. Die Bluttut bleibt aber am Ende. Die gehen aber mit spät abgesammelt, das ist auch schon der Fall. Für das es nicht nötig ist, und das spielt dann hauptsächlich in der Industriezone, auch schon frei ist, müssen die Bluttut rauszulehnen.
Du stellt sich nämlich auch noch das Problem, dass die Toten über die Weekend ganz gerne von aller Hand Deieren zerrabt an der Schwul gehen. Voilà, das ist als Informationen. Dann Marie hat das Wort gezogen, fängt dann noch heute alles mal an. Den Jules Sauber als entschuldigt, weil seine Studien, seine Progression, wo man nicht rakit. Voilà, ich meine, da kommen wir zum nächsten Punkt. Also ein Budget, den wir an der letzten Gemeinderatssitzung hervorgestellt haben. Ich meine, das Budget ist ein komplexes Dokument, die wir am Anfang nicht so mengen. Aber das ist aber relativ komplex, da sind auch viele Überlappungen da. Ich meine, wir haben den Budget initial 24, dann haben wir das Budget rektifiert 24, dann haben wir das Budget Projekt 25, das sind viele Zahlen, die muss man den vergleichen. Oft kommen Ressourcen dekaliert zu den Depensen oder umgedreht, Subsidien sind dafür gesehen. Dafür ist es kein Dokument, das einfach zu lesen ist. Das ist auch ein Dokument, das immer ein bisschen politisch ausschmengen. Da soll ein Projekt von der Zukunft drankommen. Dafür kann ich da doch zum Teil rauslesen, kann ich aber nicht alles daran interpretieren. Das ist so ein bisschen das Risiko, dass ich vielleicht Sachen interpretiert, die gar nicht so sind. Dafür stimme haut ein Gerät an Antwort zu dem Budget, immer dann zum Wort kommen. Und schon merci für eine flott konstruktiv Auseinandersetzung mit den Zölen. Und wir probieren dann bestmöglich als Schafferauto darüber zu reagieren, wenn es nötig ist. Voilà, dann wird durch das Budget feiert uns aber den Serge, ich weiß natürlich, ich mir weiter zu sagen. Da gebe ich so einen Moment, dass wir das immer machen, da fuhren wir vielleicht für länger so reden, sie werden durch, dass die Leute dann zu Wort kommen, was sie das dann wollen machen. Kommission, Lust, wolltest du etwas sagen als Kommissionsvertreter? Ja. Dus, komm aber vielleicht bei dem Mikro wissen, was die Leute bei uns nur lassen oder halt Ja, guten Abend alle. Nee, also ich muss nicht unbedingt vorlesen, die hat es ja gekriegt, mit Zeit, und die konnte es ja lesen. Ich wollte aber just so, dass uns ein kleiner Lapsus passiert, also auf der Seite 3, da ist eine Zahl nicht ganz korrekt beim Defizit d'Exploitation du Domaine forestier, wo der Satz dann noch ein bisschen ernst das müsste sein. Ich meine, die Gelesen müssten ja alle gesehen haben, dann noch, dass uns leid, dass uns da ein kleiner Mini-Lapsus passiert ist. Voilà. Das ist nicht ganz schlimm, wenn ich möchte, dann spricht er. Ja, ja, aber es sind ganz viele Zahlen, wie du siehst, es sind x 70, 80 Seiten, ganz viele Zahlen. Und da mit all den Zahlen da können die mal ein bisschen durchnehmen, da schreibt den sie ab, kontrolliert den sie 5-mal. Und im Endeffekt merkt den ganz à la fin, dass aber die Zahlen nicht die richtig wäre, vielleicht ganz viel durchstehen. Merci. Ja, ich meine, just für das Publikum, ich gehe noch auf den Insel, von dem mal wieder, ich meine, das aber von der Finanzkondition relativ positiv bewährt gehen. Ich meine, den Budget ist aber abgebaut, dass ich meine, ein klarer Linie gibt, wo man mal diesen Depensen hinwollen und ich meine, Ressourcen sind noch für sich schwer gesehen, wie man das immer in der Politik häufig gesehen. Voilà, ich meine, wenn es so ist, gebe ich die Message, sonst aber merci. Und da ging man hier rund um dich auf mit den Kommentaren, da fängt man mit Jean-Marie Unwandschrift. Dann schönen guten Abend von meiner Seite. Nächstes Jahr für die Stunde zu fangen. Auf jeden Fall will ich am Namen von der LSAP alle Beteiligten für die Abstellung von diesem Budget ganz große Merci ausschätzen. In der letzten Gemeinderatssitzung als das Budget ausführlich präsentiert ging und als LSAP-Vertreter und als Gemeinderat will ich gerne eine paar Bemerkungen zu diesem Budget machen. Ein Budget, das ambitiös ist, an einem großen Investitionsprogramm am extraordinär viel gesagt. Den aber auch die ersten Prioritäten aus der Schafferratserklärung weist. Für eine gute Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten, gehört es auch dazu, gut Gemeindeservice vorweisen zu können. Das ist nicht mehr durch gut formiert und kompetent Personal möglich. Und das Personal kann einen Host von 8% vorgesehen als mehr wie sinnvoll. Besser Kommunikation mit den Bürgern, Vereinfachung von den Demarchen, besser schnell Informationen oder das Gemeinde als Aussprechpartner zu haben. Service, die als Gemeinde kann anbieten, und nach viel anderen sozialen Projekten ausgeschaut oder laufen demnächst an. Das ist wichtig für ein Gemeinde, dass sie mal im Budget auf Quantität und Stabilität setzt und aber investiert und Infrastrukturen modernisiert.
Ein ganz Reihe Projekte sind an den nächsten Jahren 4 gesehen, starten nach 25. Das große Infrastrukturprojekte stellen dann noch Weiche für Zukunft, wie zum Beispiel ein Drescher-Zone der Hauptstraße bis Rue de Verger, wo kürzlich eine Aufpassung gemacht gesehen mit dem ganzen Ausbau vom Wasser und Aufwasserreso, aber sondern auch Drehwasserachsen, die bei den unstabilen Regensituationen unbedingt wichtig sind. Oder der Schulausbau am Campus, am Kader vom Masterplan für die Hauptprojekte zu ernehmen. Ja, das kostet viel Suen. Mit den Investimenten lernst du die moderne Gemeinde nicht könnt, sind Investment an Zukunft von unserer Gemeinde. Es wird als Abwohner, Automobilisten und auch Geschäftsleute viel Geduld kosten und verstehst du mich, wird gefroht sie, wenn die Monate lang Chantier bis angefangen haben. Mit Geduld wird sich noch bezahlt mehr für mehr Sicherheit, eine bessere Mobilität, viel mehr Lebensqualität für die betroffenen Abwohner auf der Hauptstraße durch Mannerkomödie, Manner Luftverschmutzung und hoffentlich auch Manner Autosverkehr. Wird noch möglich sein, auf einen breiten Trottoir zu gehen oder aber mit dem Velo an einer Drescherzone zu fahren. Lo leid also auch an euch selber, das Offer und sanfte Mobilität unzuholen an den Autofängen für die kleinen Distanzen stehen zu lassen. Megaprojekte wie den neuen Dörfkehr zu Schötter mit 1,75 Millionen, das SIAS Ressourcencenter an die neue Kaserne vom CGDs mit 2 Millionen stehen auch an der Startlöcher, können schon eventuell Ende 25 angefangen gehen. Die natürlich alle größten Impact auf die Branchen am extraordinären Budget haben. Von der Leitmotive am Koalitionsakkord also auch den Energieverbrauch so klein wie möglich zu halten. Die energetische Sanierung von den Gemengegebäuden ist daran ein wichtiger Punkt. Die energetische Sanierung, aber auch PV-Anlagen auf der Gebäude oder Modernisierung vom Éclairage-Publik. Darüber schwätzen wir schon lange, und da wird es gemerkt. Alle Gebäude, wie Musikbau, Gesangsbau oder Hochsand, kriegen hier PV-Anlagen für den Energieverbrauch, und das wird mehr produziert, wird dann eventuell an die sogenannten E-Communities angespeist. Und das macht mir nicht nur etwas für propre Energie zu produzieren, mit das auch noch finanziell interessant. Und dass der Strom mit teuer wird, 25, das ist ja gewusst. Natürlich ist noch subtil für das Bierger nicht vergisst, wo der Montag sich verfeuerfacht. 2022, das ob 2022, das eben hauptsächlich durch PV-Anlagen. Klimapakt und Naturpark sind noch groß geschrieben und er wird probiert, viele Mesuren umzusetzen. Das muss nicht immer viel Geld kosten. Es geht auch nicht darum, so ein Budget für den Naturschutz zu packen, wenn dann die nächsten Projekte nicht kommen. Den Umweltschutz geht nicht drauf, auch wenn er da das in Zahlen herauslesen kennt. Mir geht viel Konkretes umgesetzt. Das bleibt zum Beispiel als rezent Bronzenzertifizierung mit 53,18% am Naturpark. Und es besteht eine realistische Chance für Silber 25 zu erreichen, so wie ich vom Umweltchef in diesem Fall vom Bürgermeister konfirmiert wurde. Auch die Vereine, die Fundament von unserer Gesellschaft, von unserer Gesellschaft leben an der Gemeinde sehen, kommen nicht zu kurz. Es wird auch zeitgemäß an modernen Infrastrukturen gesagt, Pisten und Ideen ausgeschafft, für das Aufforderungen an Zukunft gerecht zu gehen. Als Sekretär vom Fußball sind natürlich auch immens froh, dass die schon das Woche angefangen hat, an mir an der Winterpause können, die Albüwert aufrappen und die Chantier sekurisieren. Rein budgettechnisch kann ich sagen, dass das Budget an diesen unstabilen Zeiten mit der Media für sich abgestaltet ist, also sicherlich kann nicht alle Projekte 25 aufhängen, sodass der Monat von 27,5 Millionen am extraordinären nicht integral gebraucht wird und den Überschuss mehr hoch wird ausfallen wie geplant. Für die LSAP sind alle wichtigen Themen an diesem Budget enthalten: Verkehrslösungen auf unseren Straßen, die Unterstützung von unseren Bürgern, neue Infrastrukturen für unsere Vereine, der Respekt für Umwelt und Klimaschutz, Bauten und Gemengenentwicklung und Förderung vom abordablen Wohnungsraum. Wo doch interessant ist zu sehen, dass der Chefrat neue Piste sich für Heikasten am Griff zu halten. Im Namen von der LSAP drum das Budget rektifiziert 24 und das Budget 2025 komplett matt. Merci für die Notlasten und ich wünsche Ihnen heute schon an den Publikum natürlich auch, wie auch die Bausen, die Leute Bausen, schön und besinnlich, feiert euch eine gute Rutsch an die Tour. Merci. Ja, merci Jean-Marie für die Kommentare. Bon, ich meine, das ist auch so, wie wir als Budget gesehen und voilà, ich meine, später ob verschiedene Sachen keine Antwort zu geben. Ich wollte einfach noch etwas notdrohen, also den Ressourcenkalender geht nicht so viel an die Worten ausgedeelt, auch du nehmen, wenn einen Sticker drauf hat, wenn er aber gerne hat, muss er an der Gische sicher gehen.
Und da wollte ich auch noch so, hier wird mir sitzen nicht mal Adon, wie man da gewinnt sind, das ist vielleicht nicht abgefallen. Wenn das der Ranjit Neumann, den alle Haut ersetzt, weil den alle aus familiären Gründen nicht Haut auf die Schuhe kriegt, nicht kann an der Sitzung dabei sein. Ich meine, das kann ich verstehen. Aber wir haben noch eine Deliberation geholt, dass der Ranjit hier kann offiziell ersetzen, aber wir werden das schon über die Bühne kriegen. Voilà, merci. Und dann gebe ich das Wort vielleicht weitergehen dann, und den Nico. Guten Abend doch alle Guten. De Budget, den wir vor kurzem vom Schäferrot präsentiert haben, charakterisiert sich aus meiner Sicht durch viel gewiss so löwenswert a positiv Elemente. So zum Beispiel zwischen 2024 und 2025 werden die ordentlich Einnahmen prozentual mehr stark wie die ordentlich Ausgabewursen. Also die Einnahmewursen mehr stark wie die Ausgaben. Und das ist eine Menge ein ganz stark Zeichen von einer gesunder und responsabler Finanzpolitik. Und mit den 26 Millionen Euro geplanten Investitionen im Jahr 2025 für zum Beispiel den Ausbau von der Gemengeninfrastrukturen oder für den Kauf von Terrain setzt sich der Schäferrot ein ganz ehrgeiziges Ziel. Ich stelle noch fest, dass Budgetsvorlage vieles umsetzt oder plant umzusetzen, was an der Schäferrotserklärung vom 27. September 2023 steht. Damit hat die politische Versprechen angelegt, die Koalition gemacht hat. Der Gemeinde kriegt all Jahr für an der Präparation vom Budget eng ministeriell zirkulär geschickt mit Richtlinien, Eckwerte, wie das Budget soll abgestaltet gehen. Freilich als am Menge nahen, dass Perspektive von der staatlichen Hilfen nach relativ gut sind, dass die staatlichen Subventionen Werte weiterfließen und dass uns Gemeinden mit der Unterstützung ihre Bürgerinnen und Bürger qualitativ hochwertig Denkstücke kann anbieten und die notwendigen Infrastrukturen kann zur Verfügung stellen. 19 Millionen Euro Dotation vom Staat und 3,5 Millionen Gewerbesteuer von der Betriebe der Wirtschaft, muss ich noch unterstreichen. Das sind gewiss so fantastisch finanziell Steipen. Das sind, wenn ich das auf die Abwohner berechnet, das sind 5.000 Euro pro Abwohner, ohne Lo von den Finanzhilfen für Investitionsprojekte, die der Staat auch akkordiert, zu schwätzen. Schuld das allerdings, dass die Gemeinde Schütter einen kleinen Teil von der Gewerbesteuer behält, Chiffren erhöhen, die in der Gemeinde von den Entreprisen und der Staat bezahlt gehen. Das Budgetprojekt, den durchleitet, garantiert doch Kontinuität an die reelle Umsetzung von den Aktionen der Projekte, die seit Jahren angestoßen oder angefangen wurden. Das ist hauptsächlich der Fall bei den großen Investitionsprojekten wie der Schütter Dorfkehr, der neue Scoutshome, den Ausbau vom Campus an der Delt, zu Andressi an der Hauptstraße zu Minzbech, der Bau vom neuen Ressourcencenter, Caser, Büro für die SIAS, Büwet beim Fußballterrain, den Ausbau von der Kläranlage und so weiter. Das Management, die technische und finanzielle Überwachung an zügig Entwicklung von diesen Projekten verlangen viel Engagement, sowohl vom Schäferrot wie vom administrativen und technischen Personal von der Gemeinde. Ein professionelles Projektmanagement für die Projekte kann helfen, die Anhalen von den Laien und budgetären Vorgaben zu optimieren. Ich begrüße noch, dass am letzten Jahr die großen Investitionsprojekte wie den Schulausbau, den Dorfkehr, das Ressourcencenter vom Schäferrot überschafft und rekadriert wurden. Neue Ideen und neue Vorschläge an Projekte konnten abfließen und die Qualität von den Projekten verbessert konnte gehen. Ich meine, wir verfolgen all zusammen Ziel, dass Schütter eng liewig und umweltgerecht Gemeng bleibt, dass ihre Wachstum moderat und kontrolliert bleibt, sie ihre ländliche Charakter behält und dass an hier jung und manner jung Generationen können flott zusammen leben. Wir sind noch verpflichtet, Jugend exzellent Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und dafür zu sorgen, dass sie weiter an unserer Gemeinde können wohnen. Wir wollen eng verschönert Gemeinde, die sich an die Herausforderungen vom Klimawandel anpasst, mit viel mehr Begrünung an den Wohnquartieren und auf den öffentlichen Infrastrukturen, Schutz gegen Überschwemmungen und Erosion vom Boden. Wenn wir von Umweltschutz und Wasserschutz schwätzen,
ass et Ubrucht die kolossale Investition von 160 Millionen Euro erfir zu streichen, die beim Ausbau vun der Kläranlage zu evasieren getätigt gëtt. Endlich werd de leidige Problem vun der Aufwasserbehandlung vum Findel domader geleest gin an d Qualität vum Wasser an der Sier verbessert gin. Am Bereich vun der energetischer Unabhängigkeit an dem Benutzen vun erneuerbaren Energien sind am letzte Jahr an der Gemeng, aber bei der Privatstädt viel Fortschritte gemerkt gin. Schuld, dass die staatlich Administrativprozeduren so schwerfällig sind, an immens kompliziert, dass der Partage von Strom ënner Noperen zu organisieren. Heiner pur wieder a statistische Betrachtung zum Haushalt. Beim ordentlichen Haushalt ist den Hauptposten die von den Personalkosten, die bei rund 6 Millionen Euro leihen, wat rund ein Drittel von den Gesamtdepensen vom ordentlichen Haushalt ausmischt. Fakt ist, dass den Effektiv vom Personal von der Gemeinde Schëtter an der letzten Legislaturperiode immens gewusst ist. Den 31. Dezember 2014 haben am ganzen 29 Personen auf der Gemeinde geschafft. 2017 waren 37 Employés, an 2023 sind der 50, respektiv haut 52. Ich begrüße, dass den effektiv lo stabilisiert wird, an die Kosten nicht mehr unbegrenzt fußen. Schëtter hat auch eng stark Sozialoder. 10 Häuser an 9 Appartementer gehen aktuell am Kader vom sozialen Wohnungsbau verlohnt. Doniert stellt Gemeng der Assoziation Schëtter Hëllef 2 Häuser zur Verfügung, für hauptsächlich ukrainisch Flüchtlingsfamilien zu logieren. Am Budget sind Mittel vorgesehen, für abordable Wohnungen zu evasieren, am neuen Lotissement an dem Schönbirch, Bremen, an der Rue de Senningen und so weiter zu schaffen. Schëtter ist auch bekannt für sein dynamisches Vereinsleben, für die viel ehrenamtlich engagiert Vereinsmenschen, ohne die viele Aktivitäten oder Events nicht könnte stattfinden. Dafür begrüße ich, dass der Schäferrot Subsidien für die Vereine nur Uwe will aufpassen, und versprach hat, demnächst mit einem Vorschlag auf den Tisch zu kommen. Lass mich daran erinnern, dass Schëtter die erste Gemeinde am Land war, die eine gratis Sammelassurance, Sammelversicherung für alle Vereine am Jahr 2013 angefordert hat. Am Bereich von der Digitalisierung ist vieles an den letzten Jahren am Main an der Gemeinde geschieht. Schëtter ohne Probier zugelaufen, Printmedien von der Gemeinde gehen just nach an die Worte verdeelt, die das ausdrücklich durch den Sticker signalisieren, und mit der App Hoppel, dem Nopperschaftsnetzwerk, das als Ziel hat, Noperen an der Gemeinde besser zu vernetzen, geht Schëtter neu weiter. Last but not least will ich begrüßen, dass der Schäferrot die Idee von einer Seniorenresidenz an unserer Gemeinde weiterdreift, als ich schon mit Prestataten zusammengesetzt hat, für zu gucken, wie eng Möglichkeiten es gibt. Ich gebe hier da aufschließen, aber wie all Jahr dem Schäferrot an dem Personal von der Gemeinde merci sagen für die professionelle Präsentation von den Dokumenten, merci auch der Finanzkommission und der Schulkommission für ihre Wien. An Heimat da gehe ich dann den Akkord von unserer Fraktion zu der Budgetsvorlage. Ich schließe mich gern dem Jean-Marie Singewünsch und für schöne Feiertag für die Bürgerinnen und Bürger von der Gemeinde Schëtter. Merci, Nico. Ich meine, du hast auf den Punkt gebracht, und als Gemeinde zusammen leben, aber Lebensqualität behalten, die Wurst steuern. Ich meine, das sind die Grundachsen, auf denen wir navigieren, und da gehören all die Elemente dazu, die du abgezählt hast. Und ich meine, das ist auch richtig, dass man gut Service brauchen, wie der Jean-Marie doch schon gesagt hat, und dass man aber irgendwo muss nicht stabilisieren. Und ich meine, wir sind auf dem Punkt angekommen und können ganz gut mit dem Personal schaffen, was wir auch tun. Weil auf die anderen Projekte will ich im Detail ohne da gehen. Ich meine, wir kommen noch vielleicht noch auf verschiedenen Punkten zurück. Vielmals merci für den Geder. Dann gebe ich das Wort weitergehen, Serge von Zugangsfällen. Merci. Ja, guten Abend, alle Guten. Also, wir haben ein Dokument so abgebaut gehabt, wie Nora und Anne-Marie das letzte Jahr gemacht haben. Sie haben sich aufgewechselt.
an neues Dokument das auch so an der Form gehalen gehen von dat für okay ist, da gibt den Pol bei euch so fänken. Wahrscheinlich genug noch von meinerseits aus. Lever alle Guten hier am Saal, lever alle Guten die letzte Gemeinderatssitzung für das Jahr auf der Tele oder an sozialen Medien zu hören. Ihr mir auf verschiedene Punkte am Budget 2025 agi wollte mir dem Personal von der Gemeinde merci sagen für ihr professionelle Arbeit, die sie letztes Jahr an die Jahre für drun gelegt haben. Sie wird Verwaltung, Servicetechnik, die Kippen aus der Conciergerie, Atelier und Regie. Wie letztes Jahr schon ging Tschötter Birger nicht weiter auf all Chiffren an. Wir wollen auch vorausschicken, dass wir die vier gelöste Budget für 2025 nicht mehr unterstützen wollen. Es wie die Finanzchefin bei der letzten Feststellung an der Gemeinderatssitzung gesagt hat, ein Budget von der Kontinuität. Die großen Projekte, die wird letztes Jahr zusammen mit unseren Bürger an dem Gemeindepersonal ausgeschafft sind, gehen weiter am Detail geplant. Es geht teilweise mit der Umsetzung an. Am Dörfkehr geht es los mit dem Scout-Chalet einer neuen Gemeinde und mit den meisten Arbeiten im Kirfisch. Wir wissen alle, was das für komplexe Projekt ist, und wir invitieren den Schafferrot, damit der Hand zu bleiben, für die Umsetzung so sehr wie möglich geht am Interesse von unseren Bürgern, besonders von unseren Vereinen. Der Ausbau vom Schulcampus ist ein nicht minder komplexer Chantier. Zusammen mit dem Lehrer und Betreuungspersonal ist hier ein ambitiöses Projekt ausgeschafft gehen. Die soll garantieren, dass auch in Zukunft immer die nächste Schule und Betreuungsstrukturen zur Verfügung stehen, die die Gemeinde braucht. Wir sind froh zu hören, dass es auch hier mit der ersten Phase bei diesem Chantier losgeht. Ein anderes grosses Projekt ist ja den vom neuen Gemengenatelier. Einem neuen Ersatzzentrum für den CGDs an denen dringend gebrauchten neuen Infrastrukturen für die SIAS, die ja immer weiter wiest, an dem sie Räumlichkeiten im Sinne der Birch als auch nicht platzen. Wir hatten hier ein ambitiöses Projekt geplant, wo ein Maximum von Synergien zwischen den verschiedenen Nutzern möglich soll sein. Leider hat heute die Stadt, nachdem es hier als Demande für Domat zu machen, Gemeinde jahrelang hingehalten. Und los so dir aus, ja, dass das mit den städtischen Instanzen da keine Einigung möglich ist für den gemeinsamen Projekt. Wir müssen also auf die ideale Lösung verzichten, und wie dir es lo macht, auf die Alternative von Universieren für unsere Gemengenatelier zurückgreifen. Wir unterstützen selbstverständlich diesen Schritt, über den wir ja auch schon an der Vergangenheit zusammen noch gedacht hatten. Aber wir sind froh, dass dir die Terran an lo gekauft hat und am Gang sieht, ein Projekt auszuschaffen. Also kommen wir sowohl zu Münzburg beim Recyclingcenter, beim Pumpschiffsgebäude und auch wie wir am Atelier zu Visieren führen. Und durch unsere Überlegungen, die bestimmt auch sind Sportinfrastrukturen dahin zu setzen, hätten wir auch in Zukunft mehr Platz im Schulcampus für die neue Schule. Merci Paul. Ja, zur 30-Foot-Planung ja schon ein bisschen adaptiert gehen, hat man kürzlich hier durch und das auch flott, dass noch jahrelange Diskussionen mit allen Instanzen endlich losgehen. Auch wenn ein bisschen eine saure Zeit gibt während diesen Abenden, wird den Projekt ein großes Plus-Value für die Gemeinde gehen, für die Gemeindeschütter. Bei den geplanten Projekten hätte mir gerne gesehen, nachdem es gewusst war, dass der Chantier die 30er-Zone zumindest bis sich verzögern, dass die Realisation vom Reaménagement von der Rue de Neuhäuschen an einer 30er-Zone hätte realisiert gehen, anstatt diesem Projekt eine hohe Priorität zuzuordnen. Was den subventionierten Wohnungsbau angeht, sind wir froh, dass die auf der Linie bleibt, und weiterhin zusammen mit den öffentlichen Trägern Wohnungen an der Gemeinde realisiert. Das können wir auch nicht mehr unterstützen. Allerdings, was das Projekt Tiny Houses angeht, haben wir noch nicht am Budget gelesen, wir holen
dass da Gespräche sind und dass wir werden am Projekt vom Budget 2026 den Projekt können gesehen. Auch die Neuigkeit, dass an Gespräche sind, für ein Altersheim an dieser Gemeinde aufzutreten, zu realisieren, besser gesagt. Frieden ist natürlich. Nachdem du am Kader vom Plan 55 klar rausgekommen ist oder vorgegangen ist, dass wir die Böse haben, werden wir auch all die Tüden an die Investimenten an diesem Projekt unterstützen. Am Ölweltbereich halten auch die Investimenten hoch, weil das natürlich freut. Und wir sind noch gespannt, was bei den Etüden vom eventuellen Wandpark rauskommt, den wir ja können zusammen, eventuell können zusammen mit den Kollegen aus der Gemeinde Lenning realisieren. Auch die Photovoltaikanlagen, die durch Eis Machbarkeitsentüd entstanden sind oder rauskommen sind los schon installiert, respektive Kinder installiert. Der Plan, den wir ausschaffen gelassen haben, für die Erneuerung von den Straßenblichten, geht doch weiter konsequent durchgezogen. Weil uns auch an Zukunft hilft, Stromspuren an den CO2-Ausstoß natürlich auch zu reduzieren. Dasselbe gilt für die energetische Verbesserung von der Gemenge Gebäude und der Sätze von den Gefähren vom Fuhrpark von der Gemenge. Auch hier begrüße mir, dass ihr die ausgeschafften Strategien weiter umsetzt. Wir sind auch froh zu sehen, dass die Gemeinde Subventionen für privat steht, als Sachen Energieeffizienz beibehält. So holen wir uns weiterhin mit auf den Weg, für an den Schutz von der Umwelt zu investieren. Eine Frage, die mir aber an Sachen Assaisissement Energetik haben, als der Kredit von 675.000 €, die vorgesehen ist für Jugendhaus energetisch zu sanieren. Hier gingen wir als Schötterbierger erst vorschlagen und dann probieren, den Kaffee nicht drin zu kaufen und dann ein gemeinsames Projekt zu machen. An dem Zusammenhang wollten wir erst ein Jahr fragen, wenn wir das letztes Jahr schon gemacht hatten, ein Projekt für das Aménagement rund um Minzberger auszuschaffen oder ausschaffen zu lassen. Auch von dem vielleicht recht Kind mittelfristig umgesetzt gehen. Wir verstehen auch, dass die Schulhaft bei der Reale Minzber Schule aus dem Projekt von der 30er Zone herausgeholt wird. Wir sind aber der Meinung, dass wie es schon seit Jahren klar ist, zumindest bis rund um den Campus ein zweites Dorfzentrum entsteht von unserer Gemeinde und sich immer und immer weiterentwickelt. Dafür muss an Eisenahn unbedingt ein Konzept ausgeschafft gehen für diesen Raum rund um die Minzber Schule und das Jugendhaus mit U-Bahnung und den Campus zu machen. Aber was das Beleben von diesem Zentrum angeht, spielt der bestehende Café unserer Meinung nach genauso wie ein Zentrum wie den am Zentrum von Schötter auch eine große Rolle. Voilà. Merci mal. Dann ein anderer größer Projekt, die wie der Bürgermeister auch gesagt hat, Krak mit daher gëtt wéi erwart ass den allen Syndikatsbau vun de Pomscheen an der Rue du Château. Wir sind der Meinung, dass wir hai immer 1,5 Millionen investieren. E klar, das Konzept müssen das schon. Nicht, dass man etwas bauen, was viel Geld kostet, aber mit dem kein glücklich geht. Wir gingen vorschlagen, dieses Projekt genau zu analysieren, falls für keinen ein Plus-Value ist, auf einem anderen Platz etwas für die Pomscheen zu bauen. Der Vereinsbau muss ihn dann für eine Funktion nutzen, wo ich keinen großen Invest und keine Parkplätze braucht. Wir sind auch froh, dass noch lange Planen auch endlich mit dem neuen Gebäude vom FC Münzburg losgeht.
Et ass auch gut, dat man lo dort heran und zusätzlich Kafhun für zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, an noch endlich die Infrastrukturen, die am Zufahrtsweg sind, Leuen zu erneuern. Neben den Bauprojekten sind die Infrastrukturen wie Straßenbau, Wasser, an Hochwasser, Reso und so weiter lebenswichtig für ein gutes Funktionament von einer Gemeinde. Als Sache von der Wasserversorgung geht es weiter beim Umsetzen vom Water Safety Plan, der Reso und der Pumpestation am Bieler Grund, die verbessert und angepasst. Das Projekt für die Wasserbassin Neuersen als auch ein ganz wichtiges Element, für über die nächsten Jahre die exzellente Wasserversorgung an unserer Gemeinde zu garantieren. Wir hoffen, dass der Schafferrot auch hier führen könnt, auch wenn es, wie der Bäumeister gesagt hat, nicht so einfach ist. An Sachen Aufwasser geht das Projekt von der neuen Erklärung nach Chantier auch immer mehr konkret, was sich ja auch auf unserem Budget auswirkt. Wir wissen ja aber auch schon seit langem, was da ob uns durchkommt. Und ich meine, jeder hier rund um den Tisch als Frau, dass noch langem Planen und dem komplexen Projekt die neue Kläranlage endlich Form hält. Was sie dann endlich fertig ist, darüber aus mit der permanenten Verschmutzung von unserer See durch Dorfwasser vom Findel. Muss ich auch sagen, dass der größte Teil von den Kosten von der Kläranlage vom Staat überholt wird, einerseits als Paar für die Findel an der Prison, andererseits als Subsid. Daneben finde ich auch ein nettes Projekt von den Kanalisationen und Straßenerneuerung an diesem Budget. Einerseits die aus der letzten Legislaturperiode, die Dialog konnte aufschließen, und andererseits die über die nächsten Jahre müssen oder Werte gemacht gehen. Es ist wichtig, dass eine gute Koordination von diesen Chantien gemacht wird, für den Verkehr nicht zu viel an unnötig zu behindern und die Sicherheit von unseren Bürgern zu assurieren. Auch am Aufwasserbereich muss permanent investiert gehen. Zu engem für die Träson an der urbanistischen Entwicklung gewusst bleiben und zum anderen für die Verschwemmungen an unseren Wirtschaften am Fall vom Starkregen zu verhindern. In dem Kontext sind wir auch froh, dass das Starkregen-Konzept, das wir an Auftrag gegeben hatten, soweit fertig an Rollo echt mussten Mesuren umgesetzt gehen. Als froh, als ob dir an diesem Sinn auch schon ein Modell Spong City schafft, für an unseren Dörfer so viel Wasser wie möglich abzufangen als Reserve für die Natur während den Trockenperioden. Auch da bestehen Stromreso und Glasfasernetz gehen unter 3 Jahren gut führen. Und alle als Städte können vom Internet geschwind profitieren. Das Weitere sind dann geschwind auch alle Masten von der aller Hochspannung aus dem Seedal verschwunden. Was die Mobilität angeht, haben wir an diesem Budget noch nicht gelesen über Projekte, die schon am Gespräch waren, wie der Pedibus, der Kannervereinsbus, die Station von Wöllowen, den Ausbau von den Lötestationen und die Erfeuerung vom Kirchenpad und intelligenten Verkehrsluchten. Wir gingen in Spirden auch an diese Projekte zu bleiben und wir hoffen, dass wir die am Budgetprojekt 2026 rumfahren. Wir verstehen auch, dass nicht alles an einem Jahr umsetzen kann, und sind auch bereit, am Jahr die nötigen Kredite zusätzlich zuzustimmen, wenn die uns konkrete Ideen vorlegt. Bei den Dépenses ordinären sind laut Botskontrakt am Budget 457.500 € für zu Botzen auf verschiedene Infrastrukturen abgedeelt. Gesamtkosten für die Botzen mit den Gebäuden, die gemäß Budget nicht an der Submission waren, belaufen sich insgesamt aber auf 564.000. Jeder versteht, wie wichtig es war, für eine Submission zu machen, für das Depensen zu realisieren, weil die Finanzkontrolle vom Interieur zu diesem Punkt immer Remarque gemacht haben. Wir stellen uns aber froh, ob ihr uns, wenn nicht liegt, so könnt, für was nicht alle guten Infrastrukturen mit an den Dossier von den Submissionen geholt sind. Wie gesagt, die feiert das Führung, was mir
an de letzten Jahren zu summen den Dich op Chin gesät hunn, schëtterhält seg Investimenter vun Héich an Deefbau héich an so Dromer och dazu bei, dat d'Entreprisen och an dësem schwierigen Zeiten Abicht behalen. Ja, und da geht weiter. Wir verstehen noch, dass der am extraordinäre Budget nëmmen Talschicht von den 24 Millionen, die vorgesehen waren, ausgehen hat. Aus eigener Erfahrung wissen wir, jo, dass Projekte leider nicht so fair gehen, wie ein Gemeindestadt wünscht. Das mannerheisch Ausgaben haben natürlich auch den Vorteil, dass ein Emprunt von 4.590.000 Euro, den am Überschaften PPF 24 vorgesehen war, frühestens am Jahr 26 angeplant muss gehen. Wie gesagt, frühestens. Weil das hängt ja stark davon ab, wie die Großprojekte vorgehen. Es ist klar, dass die Gemeinde Schütte in Zukunft muss Schulden machen. Wir haben alle gut darunter durch, wir wissen das aber schon seit Jahren. Durch ein Verständnis und vorsichtige Finanzpolitik über die letzten Jahre als Gemeinde an einer exzellenten finanzieller Situation, so dass wir für die Zukunft kein finanzielles Problem mehr gesehen. Natürlich gilt doch weiterhin als echt, das, was wir müssen machen, für und all dem, was es für flott für zu hun zu machen. Mit einem ordinären Überschuss von 8,3 Millionen stimmen wir gut da. Der PPF weist uns, dass wir auch in Zukunft nach mit einer substanziellen Schuldenlast einen starken Überschuss am ordinären Budget behalten, für die extraordinären Projekte zu finanzieren. Zum ordinären Budget hätten wir dann auch noch ein paar kleine Fragen. Der Gesetz do Rezette von 500 Euro für eine Neidkarte. Habt ihr da als Chef von den Kontrakt mit einem Betreiber vom Neidreiter unterschrieben, respektiv gedenkt das zu machen? Auf der Depensenseite allerdings haben wir da keine Ausgabe gesehen. Das Budget von der Kulturkommission geht 5.000 Euro auf. Soll da gespurt gehen, an manner kulturelle Aktivitäten angeboten gehen? Oder gehen das Kosten auf einer Posten am Budget verbucht? Die hat ein Budget partizipativ von 50.000 Euro vorgesehen, was wir begrüßen. Die steht an der Rubrik von der Verwaltung. Dafür ist froh, als das exklusiv für Planungen vorgesehen. Was den Auffall angeht, hat er schon gesagt, dass wir defizitär sind. Wir haben über die letzten Jahre festgestellt, dass das Volumen vom Restauffall an der Gemeinde ganz stark zurückgegangen ist, was ja an sich als Ziel war, worüber auch ein gewissen Fried kann abkommen. Dadurch gehen aber die Kosten wie den Geringschnitt an der Recycling natürlich an die Lut, was zu erwarten war. Immer aber Taxen erheben, gingen mehr als Schütter Bürger ihr Spürden eine detaillierte Analyse zu machen von den Recyclingkosten. Das ist ganz besonders auch, was der Recycling von Materialien kostet, die von Betrieben könnt. Jeder, den an das Recyclingcenter fährt, an all die Kabinnetten, die gesagt, die massiv aufladen, stellt sich vor, was das gemein kostet. Er muss unbedingt gucken, ob die Tax, die Betriebe bezahlen, kostendeckend ist. Das ist umso mehr, weil viele von ihnen, die Klienten, sogar nach einer für die Entsorgung eine Rechnung aufstellen. Das Weitere kann auch kein kontrollieren, aus welchen Gemengen den Auffall überhaupt könnt.
Laut Gesetz muss man ja den Auffall holen. Kosten dürfen aber auf keinen Fall durch Auffalltaxen op Eisbierger aufgewälzt gehen. Auch Personalkosten sind ein konsequent Ausgabe am ordinären Budget. Wir haben immer darauf gehalten, dass die nötig qualifiziert Personen sollten angestellt gehen, für ein optimales Funktionament von unserer Gemeinde zu garantieren. Ob die immer und immer neue Herausforderungen kommen. Wir stehen noch weiterhin hinter der Erstellungspolitik. Wir sind überzeugt, dass wir nicht so können den exzellenten Service Bürger, für den als Gemeinde immer und überall gelöst wird, für den auch in Zukunft können aufrechtzuerhalten. Was Stromkosten angeht, die hat dir für 2025 liegt drauf gesagt. Wir wissen, dass wir durch uns neue Photovoltaikanlagen selber Strom produzieren. Und auch durch die neuen LED-Belichtungen an Luchten man Stromwerte brauchen. Und dafür hoffen wir, dass Prognosen nicht so optimistisch sind. Wir sind auch froh, dass die Ausgaben für das CGR weiter an unserem Budget stehen. Und das hier kommt eine Einigung von gehen, für eine weiter Zusammenarbeit. Es wäre wirklich schön gewesen, wenn hier auf Kosten vom Personal vom CGR zu einem Bruch kommen wäre. Und dann noch ein letzten, aber nicht minder wichtiger Punkt, den uns wirklich Herz leidet. Bei der Vorstellung vom Budget ist gesagt worden, dass ungedurcht ist, Kontribution von der Gemeinde an Sachen Allokation de vie chère auf 50% von der Allokation vom Staat aufzusetzen. Das ist den Zuschuss vom Staat und die Bürger, die unter einer gewissen Einkommensgrenze leiden, wird berechnet auf Basis von der Zusammenstellung von der Familie. Wenn diese Posten aber substanziell am Budget gewand Blut gehen, dürft Reaktion nicht Sinn für einfach Männer als Gemeinde beizugehen. Nee, wir müssen uns echte Sorge machen. Wir müssen uns vorstellen, für was an so einer reichen Gemeinde wie Schötter immer mehr Leute müssen von einer sozialen Maßnahme Gebrauch machen. Ja, als Schötter Bürger sind wir eng von den einzigen, oder pardon, als Schötter sind wir als eng von den einzigen Gemeinden, wenn nicht sogar die einzige Gemeinde hier am Land, die Allokation vom Staat verdoppelt. Das ist ja 4 Jahren, hier rund den Tisch, von uns alle guten zusammen dezidiert gehen, und steht unserer Gemeinde wirklich gut zu Gesicht. Als erstes wollen wir einmal feststellen, dass wir von 170.000 € schwätzen, was 0,88%, ich wiederhole, 0,88% von all unseren ordinären Ausgaben ausmachen. Wenn wir da gesehen, dass wir uns als Gesellschaft erlauben, für Relais, eine Musikschule, für jeder gratis zu machen und noch so vieles unterstützen, was ich da nice to have was. Wie unbedingt nötig ist. Vor mir uns, für was gerade bei den Schwachsten ausspuren. Und das ganz besonders auch, nachdem mir der 27. März von diesem Jahr ob Propos sind, die Indemnitäten vom Chefrat und vom Gemeinderat gehoben haben. Ohne ein Wort über Spuren zu verlieren. Wir werden als Schötter Bürger auf keinen Fall mit so einer Spurmaßnahme einverstanden sein. Wir machen auf dieser Platz einen Appell an den Chefrat als Gemeinde Schötter, den Familien, die von den Maßnahmen Gebrauch machen, weiterhin zu helfen, für denen weiterhin zu helfen,
dann aber hinein zu kreieren. Weil schon anfangs an einer Stellungnahme zum Budget von 2025 gesagt genoss vom Pol, wo mir das Budget hat, den für uns den gemeinsam ausgeschafften Zukunftsvisionen für uns Gemeng Rechnung dreht. Für drin hatten wir ganz am Anfang das Service von der Gemeinde merci gesagt für Arbeit. Wir sollen aber, wenn ich geliebt nicht die vergessen, die Jahre für uns da sind, das heißt, die Vereine, Police vom Siedalkommissariat, dem CGDIS, der Arbeitshilfe, dem CGR, und wenn ich danach vergessen tun, wirklich stehen dann noch mehr, ihr alle Guten, die euch wirklich überall in der Term greifen, in große Merci. Voilà, das war von unserer Seite, lo könnt Chemie von euch zwei, und wir gehen dann noch, wir begrüßen noch Jean-Marie Singwirder für schön feierlich zu wünschen, und wir so das nämlich doch für euch alle Guten an der Familien, schön feierlich und eine glückliche Natur. Merci. Vielmals merci. Ich weiß nicht, sagst du es? Fang du mal an. Ja, merci für Ihre Präsentation. Ich meine, ich hoffe, ich kann mal raushören, dass wir ganz viele Punkte noch länger drin sind und das freut mich auch, dass da als weiter wollen unterstützen. Ich meine, es sind ganz viele Projekte, die an der Vergangenheit ausgeschafft gehen, an die wir weiterführen, an die wir wollen zusammen hier durch und noch mit den Bürgern umsetzen. Und ich meine, die Amentere sind von unseren Bürgern, von unserer Gemeinde. Und dafür sind wir froh, dass die Projekte noch mal unterstützt. Vielleicht dann auf verschiedene Punkte anzugehen. Ich meine, Rüde Neuhaus in Drescher-Zone, das ist ein Projekt, das wir effektiv ein bisschen zurückgestaltet haben. Das ist einfach auch dadurch bedingt, dass wir den Chantier auf der Drescher-Zone hier aufhängen. Und ich meine, nicht in den Situationen kennen, dann Rüde Neuhaus ist ein bisschen den hauptgefährliche Punkt, dass die Kreuzung, wo ganz viel Verkehr drüber lebt, wo sie vulkanisch rüberkommen, für abzufahren. Das ist eine lange Solution für die Drescher-Zone. Und die Rüde Neuhaus anzufahren, als noch nicht die Lösung von allen Problemen erwürgen, dass wenn wir Drescher-Zone den Chantier hier auf der Hauptstraße aufhängen, ist natürlich evident, dass aber die Schleichwehr, also respektive Deviation über alle Schritte, respektive Schleichwehr über die Neuhaus noch mal mehr zuholen, so dass nicht wir der Meinung waren, dass das nicht direkt realistisch ist, für das matt umzusetzen und den nächsten Kader, wie dass da aber dann zu viel Chantier bei ihnen kommen, die es besser blockieren. Projekt Tiny Houses, das ist noch ein Sujet, wir gucken uns da rund, ich meine, sie verschiedene wenn du Projekt lanciert, ich meine, weil für das Projekt, wenn das so viel wäre, dann nur richtig gesagt, noch trotzdem, dass der Punkt für den Tiny Houses, die Idee, was du am Gespräch sind, trotzdem enorm hoch sind für den Tiny Houses par rapport zu normalen Häusern, dafür müssen wir während der wir gucken, die Evolution von dem Marché, wie das nicht vergisst, wir waren aber trotzdem nochmal auf, wie du bisschen Experienzen sind noch an einer Gemengen. Dann hat Uschwart ein Projekt Minzbagar oder die Altschule, den Kaffee abkaufen. Ich meine, mein Proprietär vom Kaffee hat noch 2-3 Entrevues, wo man mit ihm geschwart und mir noch einmal als Ouverture gewiesen, dass man interessiert wäre, falls eine Opportunität da wäre. Ich meine, du hast nicht direkt von ihnen eine Retour kommen, dass sie bereit wären zu verkaufen, dafür ist das nicht direkt da. Assainissement energetik vom Jugendhaus, ich meine, das war auch ein kleines Sujet an der Finanzkommission, ich mal so groß, das als ein Posten, den ist relativ konsequent, ich meine, lebt in einem Budgetartikel, den heißt Assainissement energetik, da sind aber laut den nächsten Projekten, die den Architekt ausschafft, aber verschiedene Mesuren dafür gesehen, für das Traum heißt, letzten Tag zum Beispiel an durchgesagt wird, dass mir große Fenster dran kommen, also das nicht nehmen Assainissement energetik, das auch teilweise nach Mise en Conformité dafür die Gesamtbudgetsposten die passiert am Anfang der Kader rein von der energetischen Sanierung. Ich meine, das Projekt ist am Gang ausgeschafft, wir sind noch am Gang mit dem Service Urbanismus gucken, was wir können umsetzen. Also bei dem Projekt im Detail ausgeschafft, das kommt man natürlich auch eine Menge für stehen zu präsentieren. Und dann hoffen wir, dass dann gesehen, dass das Projekt aber sinnvoll ist, für das so umzusetzen. Voilà, dann ja, als Schule Münzburg, Projekt Münzburg, ich meine, das wieder richtig so, mir da rausgeholt aus der Drescher-Zone, weil ich meine, du musst ja eine Reihe Überlegungen machen mit all den Infrastrukturen, mit denen wir schaffen, hier im Neuendorfkehr, am Schulcampus, wie eine Infrastruktur effektiv an aller Schulen nachfüllen, und wie man das am Anfang einen Lebensplatz können gestalten und voilà, wir haben die Projekt am Kap, ich meine, das ist wieder so richtig gesagt, dass im zweiten Kehr
vun unserer Gemeng. An du soll meist mat tro evaluieren, wie man dat dann du können ëmsetzen, aéi eng Infrastruktur effektiv an der brauche, wann die aner Pro bis definitiv geplant sind. Dafle zu den Punkten am ordinären 500 € Neidkart, ja dats effektiv eng Depens an dem Budget fir Depens ordinären, dat lief einen separaten Artikel, dat ass den gesamten Artikel iwwer den Nightlife-Bus. Dat sind noch keine Normkachten, die bei durchkommen, das eben an dem Budgetartikel 4 gesehen, das steht auch so an dem Kommentar von dem Artikel 4 gesehen. Kulturkommission ist nicht, dass das Budget von uns aufgesucht ging. Ich meine, wir hatten da einen neuen Approach gefunden, dass man von allen Kommissionen invitiert hat, für ein Budget ranzurichten, für das sie alles hier Vorstellungen gesehen, was sie planen für das nächste Jahr und dann noch eine Schätzung geben, was das Budget ist. Und dafür großes Merci der Kulturkommission. Sie war eine von den Kommissionen, die das ganz seriös gemacht haben. Sie haben uns ein Tableau rangehen mit all den Manifestationen, die sie planen. Und du fährst das Budget, den am Anfang trägbar gehen, aus dem Budget, den sie alles gefroht tun, mit den Manifestationen, die sie wollen organisieren. Und ich meine, das vielleicht von den Punkten in der Okkasion, dass da bei der Fête der Musik hatten sie vielleicht ein ganz großen, ganz erfolgreichen Event abgezogen. Und das war ein enorm großen Opfern mit den 2 Bühnen, mit der ganzen Organisation, mit der Programmation. Und sie haben auch gesagt, wir gerne nächstes Jahr an der Fête der Musik machen, wir vielleicht auch nicht mehr an dem großen Kader, mit dass sie das erst dann einen 2-Jahres-Rhythmus machen, weil ich den absolut verstehen kann. Und ich meine, das auch dann ziemlich flott. Da hat ein bisschen erklärt, wie weit ihr Budget ein bisschen kleiner ist. Mir das aber absolut nicht, dass wir irgendetwas zur Summe gestrachen, mit das am Anfang hier der Monat, wo der Budget abgestaltet ging. Budget partizipativ. Also kleine Lapsus vielleicht vom Chefrot, den hätten wir können erwähnen und analysiert, das ist am Anfang ein Konzept, den schon andere Gemengen umgesetzt sind. Ich meine, Dave, den Reisehund, der hat schon, das ist am Anfang so ein Appell und Bierger, wo die Bierger selber können Projekte erreichen, die sie fanden, die müssten umgesetzt gehen an der Gemeinde, und du hast am Anfang ein kleines Budget, soll ich immer 4 gesehen an der Gemeinde für so Projekte können, erstens für die Demarchen an Platz zu setzen, und dafür die Projekte können sie elaborieren, auch für dann zu gucken, was effektiv realistisch ist. Aber nicht realistisch ist. Und ich meine, du hast das Projekt 4 gesehen, wo man mit einem zusammen das aufbauen, für das Bürger selber können Projekte erreichen, also das ist das Budget partizipativ, den du 4 gesehen hast. Gestion der Déchets, ich meine, da sind wir ganz bei euch, das ist nicht von heute Morgen, wo man für so, wir setzen Taxen an die Luft, ich meine, das lebt sowieso alles über das Jahr, ich meine, du kannst auch bestimmt wieder mehr dazu sagen, das muss analysiert gehen, koordiniert gehen am Jahr und dann eben du Charlotte gesagt, die wurde nötig ist für die Politik, die man weiter Bilog vor vom Polyeuropäer konkret umzusetzen und aber kostendeckende Preis zu finden. Der Strom, ja, die hat gesagt, wir sind vielleicht optimistisch, dass also eine Stromkosten nicht fehlen. Ja. Ich meine, aber trotzdem, die investieren in immens viel Suchen. Ich meine, es sind über 500.000 €, die 4 gesehen sind, für den nach zusätzlich Photovoltaikanlagen, die am Bau sind zum Teil und die nachgebaut gehen. Ich meine, du hast ganz viel Konsumation 4 gesehen, die was sind noch Batterien 4 gesehen, und das gehen wir dann trotzdem davon aus, dass wir da mal einen guten Teil von unserem Strompreis können aufsetzen. Natürlich kommen Änderungen von den Netzkosten und so weiter und so fort. Wir auch da sind wir ja gut abgestellt über die Investimente, die an letztes Jahr gemacht haben, also Stromverbrauch zu suivieren. Und da gehen wir dann noch davon aus, dass wir den Stromverbrauch teilweise können so steuern, dass man da noch nicht so viel impactiert von den neuen Netzkosten. Wir gehen so, dass ein kleine Challenge für den dort den Minus am Strompreis hinzukriegen. Wir sind aber optimistisch, dass wir das hinkriegen. Vielleicht noch ein Wort zu der Allokation wie cher. Ja, das richtig, sollen die Ärmsten in unserer Gesellschaft nicht strafen. Ich meine, das ist aber ein bisschen die Überlegung. Du hast gesagt, 107.000 €, das ist 0,8%. Muss ich aber auch so, dass trotzdem von 7.000 auf 107.000 € abgegangen ist. Ich hatte schon erklärt, unser Budget redet. Und dann ist es aber so, geht immer nicht mehr, entweder bist du fällst an den Kriterien dran, oder wenn du die drüber bist, dann fällst du nicht mehr an die Kriterien dran, und dann kriegst du die nicht. Und dann ist es natürlich, dass die verschiedene Leute immens privilegiert par rapport zu anderen, und dafür ist trotzdem die Überlegung, die man machen, und wir haben dann echt dezidiert, dass in der Lehre müssen wir konsiderieren, und dann ist eben noch der Fakt, von 7.000 auf 170.000, und sind aber just 3 Leute, die am Anfang mehr sie kriegen dafür. Voilà. Das ist aber ein kleiner Denkanstoß von mir, wo gesagt haben, den müssen wir durchlehnen, und da muss man gucken, was für Konsequenzen man daraus erzählen. Dann vielleicht noch ein Leistungsremark zu den Depensen extraordinären. Ich meine, da sind denke abgeworfen, sind auch just Talschen von den Depensen extraordinären, die umgesetzt gehen. Oder ich meine, letztes Jahr hat man gesagt, wir wollten ein Budget abstellen, dem wir nur ist, in der Realität, dass man nicht so weit drüber sind.
Ich meine, an der Vergangenheit waren wir mal Heinz bei einem Drittel das realisiert, das war immer noch bei einem Haltschend. Ich hatte schon erklärt, wir waren eigentlich für Akquisition Terran, die wir gemerkt haben, die wir das Jahr nicht aufschließen, die konnten wir das Jahr nicht aufgeschlossen, die fallen dann ab nächstes Jahr. Und das ist ein Prozess, wo wir all Jahr lehren, ich meine, als Ziel ist es wirklich für zu so, wir gucken ein Budget so realistisch wie möglich aufzustellen, so nur wie möglich. Und dafür sind wir auch froh, wenn der Locher so, wenn andere Ideen oder andere Projekte am Laufe des Jahres kommen, die man dann in den Gemeinderat kommen, oder da berät sie doch für die zu analysieren, oder gegebenenfalls mitzustimmen, weil ich meine, das ist ein bisschen die Idee, die wir haben, nicht einfach, hey, ich meine, auf 40 sind wir wirklich konkret, so nur realistisch wie möglich, aber wenn dann ein bisschen aus, wenn wir gesehen, dass das Projekt mehr da geht, wie dann an den Gemeinderat zu kommen, dann mit einem konkreten Projekt dann auch das Budget aufzusetzen. Voilà, merci. Merci Serge, ich ging auch noch vielleicht ein paar Sachen so. Bon, ich meine, die hat direkt Ugangs gesagt, dass das Budget immer unterstützt. Ich meine, weil an der Kontinuität, also weil wir die Strategien, die wir selber gehen, anhalten. Und ich meine, das ist auch richtig, wir sind heute Gemeinderat, wir schaffen heute zusammen. Tut nicht alles geändert, wir haben ein Projekt jahrelang geschafft, nicht mehr, weil der Chef da nicht zusammen gesagt hat. Und dafür meine ich, dass das doch ganz natürlich und kann ich noch politische Akzente setzen, ohne dass er muss alles auf den Kopf gehalten. An dem Kontext will ich auch heute den Chefroten engagieren, hier auch mal zu hören bei den Projekten. Wir werden sicher 2025 mehr oft gesehen an Kader von Arbeitssitzungen, wo wir an die einzelnen Projekte angehen. Da waren nur noch viel Vierabischen zu machen, dass man können noch ob Arbeitsdokumente schaffen, die Sinn machen, da sind darüber schafft. Aber viel Detailer, auch viel Kleinigkeiten können man da mal durch zusammen gucken und das machen wir dafür engagieren. Ich mich heute für einen Chef oder also ich denke den neuen Dürfke und das Scoutsheim und die Verwaltung, die man vergrößern. Wir hatten über das Projekt geschwärzt vom SIAS, von wo das richtig die erste Approche war, für viel Synergien zu finden. Da sind noch sehr Synergie gefunden, Kind das nicht so weit gegangen, wie ihn sich vielleicht an einer idealer Welt geduld hat. Von denen Synergie sind noch ein Code Route nach weggefallen, weil sie einfach nicht praktikabel sind. Wir sind noch an einer letzter Diskussion, ob es nach Sinn möchte, oder dies an den Reunionssaal vom Komitee vom Syndikat geht, weil das dann aber heute Samstag sind so Sachen, da geht das nicht lang nehmen, dass dann aber das Leute müssen aus der, also die das Sit laufen für die andere Seite zu gehen, heute müssen Theorie mit Praxis, Exercice verbunden, noch Daten möchte kompliziert. Also just für ein kleines Bild zu gehen, wie schwer das dann aber hast du aus die Synergien, die um vorbei gut aussieht, für die dann umzusetzen. Ich meine, es waren noch andere Probleme bei der Lesung, nicht nur die, dass den Stadtlo nicht matt geht oder nicht mehr matt gegangen wäre, weil sie dann ein fertiges Projekt kriegen, ja, mir dann gingen aufhängen. Ich meine, war auch der Provisor, den man nicht konnten organisieren. Wie los mal das Recyclingcenter Fero funktionieren, wenn du Chantier hast. Das haben wir heute eigentlich mehr einfach. Und da war das Projekt aber schon ein bisschen kompliziert. Also ideal wären an dem Sinn vielleicht nicht mehr, auch wenn viel Arbeitsstrang gestartet gehen, dass für eben die ungeschwarte Synergien dort zu finden. Ich bin noch merci, dass man bei der so 30 was Chance geht, wo man so auch engagiert und zu gucken, dass das so reibungslos wie möglich über Bühnen geht, dass man ob die Probleme, die eventuell könnten entstehen, noch für das Geschäftsleute drauf aggo werden an Solutionen werden sie sich mit Gott eben eng sauer Zeit, wie du gesagt hast, ganz richtig gesucht ist an das wissen wir. Ich bin froh, dass das doch erkannt wird. Dann auch die Erfahrungen, die wir machen für Senioren, Residenz, Umweltbereich, Wandpark, auch dass die Erfahrungen aber unerkannt. Und ich meine, dass das eben nur das Arbeitsstraßensummen am Gemeinderat, wo wir auch da an den Projekt werden weiterführen und weiter werden informieren und Decisionen noch zusammen holen. Jugendhaus, das Serge hat schon gesagt, wir waren mal proprietär an Gesprächen, sie sind heute noch nicht so weiter zu wollen verkaufen. Und die auch vielleicht gesehen, dass so Arbeiten da gemacht gehen, um Kaffee de la Gare, Kehlebund geht neu da drauf, das Ding neben drin. Da ist auch eine Deklaration Travaux gefroht. Also, das ist auch ein Zeichen dafür, dass dann aber so in der Form mit dem Betrieb nach Fero fuhren. Das ja auch richtig Gérant gewechselt, also auch das ist alles vielleicht nicht ein optimaler Moment, wenn ihr wollt verkaufen. Den Lokalbau zu Minzbüch, den der Amikal von der Pomsche gehört, ich meine, noch dem Message so kommen, wir schwätzen das nachher Martin, und da muss man gucken, was für Konklusionen man daraus ziehen mit das Vorher, dass er sich den Gedanken muss machen, ob er Sinn möchte, vielleicht so viel zu investieren, für dann nicht dazu, was er will.
Dat soll en enke eng open Diskussion nach enkeier kucken. Was aber se neue se bleiwen Dauerbrenner, also och do werd man froh se mäntlech eng gut Lesung hun mir wëssen, dats en technisch ganz schlecht ass me mussssen an den nächsten Joren eng Lesung fannen, sos geht datch eng Geschiwers. Also auch de Punkt as Radar an werd auch weiter noch weiter dr schaffen. Klären aus 2 Modul gespart gehen ich mein also ganz wichtig Projekt leid natürlich nicht ganz bei aus dass sie das denn der Projekt geriert mir muss mat finanziell wie all die anderen Gemengen am sie das durch 23 nicht ganz genau an das natürlich extrem wichtig dass der Projekt 4 getriebe geht dass man endlich do aber als Ofasser richtig klären an da könnt ihr auch die feiert Klärstufen mal dabei wat ihr dann aber auch ein von den echten feiert Klärstufen am Landwirt sinn. Der hat mir Kleinprojekt nu geschwert wie de Velo och do relanceieren ma Batster huet anscheinend doch do relanceiert schon run an den Nivellierungen weiterentwickelt huet wie das lo niwen dat funktionéiert an so weiter am mir hoffen dass man dofle eng méi positiv antwort kree wie die lächte Käier du bleib an run. Pedibus war Orlon an als eich Prioritéit méi werden man ohne enke Drrekom drüber schwatzen den Iwergang iwwer den Fußgängiwwergang iwwer d'Eisebun als Passage uni Barrieren ass Kepro bei der Gemeng ass. De gëtt komplett vun der CRL finanzéiert. Sie sinn mat Architekt do benenre Wegänge fir nach eng weiter Soluioun. Schwees awer net wie weiter an de Marche sinn, ob se délo aktiv weiter ugänge si dats an run hinne fir bei Proprietären ze goen, well egal wéi brauch mar awer Terrain fir dat kënne ze realiseieren, méi dat gif ganz vun den CRL finanzéiert ginn. Am Kader vun der Neidkarte muss man en Konversionune Kontrakt mat dee machen, mat dem Kommer am Gemengerot, dat aslo net so weit, weil man dat muss fir bereden, muss Publikaoun dafir gemerk gin. Defir mal lo ofgesinn vun den Kontrakt am nächste Standard ze man, dat werd eichter am März do immer sinn an sobald man den an erschriwen ho kommen dann noch an de Gemengerotomader an erklären weiter Detailer wie dat funktionieren und auch da das mein Java Flotten Service dem auch endlich dann als Bierger können ubede wie man dat wieder nie dran wenn er doch schon möchte an viel einer Gemengen an diesem Land sie aus da so geschwert gehen die Ofalltags also dort war gewusst dem und immer op die Wedo gange sind das wann dat so gut ugeholget aber so manner Ofall als Resultat manner Ofall dass da en mis no gerechnet gehen mir sinn vielleicht haut an der Situation dass er auch dabei kommt dass d'Ausschreibung vun der Kollekt vielmi daier gi war wie dat nach die KfW war die lebt die Lore Maus die muss 2025 muss ihrem neu ausgeschrieben gehen vielleicht als Situation dann net mir so me dat muss man effektiv analyseieren, dat das beim SIAS wie das man dat iwwer de SIAS läfen hunn. An dann d'Allocation de Vicher, du hat es hercht doch schon gesot, iwwerling die meist gemerkt und datselwelo bei de Subside fir de Wëlo, wo och nëmmen nach Daylight eng kreien, die schon eng Allokation oder déi daneben eng Allokation de Vicher und all die anderen krenech mé Mün verfund, dats dëmmer erwicht fir trotzdem de Wëlo als Verkeiersmittel bisssen zu unterstützen an noch do werd man am Januar eng Propositionun machen. Vun engem Reglement fir Oktober der Subsiden ze ginn of an der Stadt keng miget. Weil er dat nach bisssen komplettiert Serge aber schon ganz rich gesot hat. Voilà, dann so joch Merci fir den fir Tre vun de Schëtterbierger ergift an vuet fir gin de Produkt nach Repression. Ja, schön, merci so wie Explikationen. Merci. Merci Paul. Ja, Serge. Ich komme enke kurz op den vu Region Joch Merzi fir all gotten déi an de Schleen er wirklich neiker und Herz, wat ich fir doen probéiert du wirklich zu betonen, die Saach mat der Allokation de wie cher fir dat wirklich zivaluieren och van eng Gemeng Schëtter net erlernchen fir an Zukunft onpren ze maen. Ha geht dem Leiit, die kreen wahrscheinlich an ihrem Leben nie onpren. Und dafür sollen die op jeden Fall nicht das geht. Merci. Merci. Jump. So, merci. Ja, den Nico der war so ausführlich, was sein Rapport gemäht hat, an den Unterstützung gehen hört, für nicht Gefahr zu laufen, dass ich das nämlich, oder wenn ich an den granden Form vielleicht gibt, so ein will ich auch dem Chefrat Merci so für die flotte Fehler, die man da kriegt gemacht, denn alle Sachen, die dran sind, die auch alle Gerichten an so gedurcht wurden. Und ich wollte dann auch so, dass ich dabei auch dann zu dem von der DP gehen.
gleichzeitig vertwitt Durchschall schon gesucht wird, die werden doch noch so ein alle Gerichte eine große Merci dem Personal, dem Chef oder alle Götter dann noch die Bürgerinnen und die Bürger dabei sind, die dann so noch gucken und noch lauschen, einen guten Rutsch an schönen Feiertag. Merci, Jean. Dann werden der geringer Fraktion mal da drin wie das Jahr auf ist. Ja, und voilà. Schönen guten Abend auch von Merci. unserer Seite. Wie gesagt, wir wissen uns dann offen, nämlich wie das Jahr. Also für Rob wollen wir natürlich im Schafferrot und all die Beamten, die so viel Energie und Zeit an die Abstellung vom Budget gesteckt haben, auch ganz große Merci sagen. Und noch natürlich der Finanzkommission große Merci für ihre pertinenten Avis. Für uns zu fangen, muss ich aber pure machen, Richterstellungen machen. An ihrer Budgetsrede so dir ich zitieren. Wir haben 2024 aber auch bei ganz vielen Projekten Weiche gestaltet. Da ging ich aber mal gerne wissen, was für ein Projekt das sind. All die notrechtlich annehmte groß und essentiell Projekte sind nämlich vom 4. Schaffener Gemeinderat an die Wehr gelegt gehen, aber bis heute wird den heutigen Schafferrat von all diesen Projekten nach kein konkret umgesetzt, aufgesehen von weiteren Etüden und verschiedenen notwendigen Anpassungen. Umso mehr freuen wir uns aber, wenn dann ein paar von diesen ganz wichtigen Projekten, wie den Ausbau vom Schulcampus zum Beispiel, dann hoffentlich, wie angekündigt, 2025 konkret angehen werden. Das auch jetzt von neuen Sportinfrastrukturen. Was für eng sollen das da genau sein? Oder gibt es vielleicht diese paar Etüde gemacht? Von der Fußballsbüwette, die laut diesem Schafferrot direkt sollte gebaut gehen, sind Kästen weiter geklommen, mit dem Bau, den hat Logistrecht angefangen, was wir natürlich begrüßen und hoffen, dass der Lo auch zügig weitergeht. Für den Tennis gehen als nächstes just Etüde gemacht. Mit dem Ballon wird bestimmt nach ein paar Jahren bestehen bleiben. Kommen wir lo zu unserem vermeisen, also dringend notwendigen Ressourcencenter, mit der CGDs-Kaserne an dem Gemengenatelier. Den Atelier also lo nicht mehr Teil vom Projekt, was natürlich den Kostenpunkt noch trägt. Wir dürfen nicht vergessen, dass du weinst ein zweite Depense extraordinär dabei könnt. Den Atelier ist ja bei einem anderen Platz geplant gehen, wo für das erste Mal die Infrastrukturen gebaut müssen gehen, an das Gesamtprojekt der ganz bestimmt mehr teuer geht wie den ursprünglichen. Aber so weit sind wir noch gar nicht, weil wir sind an diesem Dossier ja nicht wirklich weiterkommen, außer dass nächste neue Etüde gemacht gehen an weiter Anpassungen. Wir sind uns aber natürlich bewusst, dass alles seine Zeit braucht. Nur all den Etüden hoffen wir, dass richtig angerappt wird, weil viele von diesen Projekten absolut dringend und notwendig sind. Bei den Depenses ordinär begrüßen wir, dass weiterhin an Personal investiert wird, an 12 von den Mitarbeitern klemmt. Ganz wichtig ist aber auch, dass Formationen angeboten gehen, weil just so kann die Gemeinde und die Bürger ein optimales Service anbieten, an uns Personal up-to-date halten, an ihnen den notwendigen Know-how vermitteln, den sie mit all ihren neuen Herausforderungen brauchen. Am nämlichen Kapitel klammern die Indemnitäten vom Schafferrot 10.000 €. An Chetan de Präsenz vom Gemengerot auch 10.000. Für Dono aber dann komischerweise 2025 um 5.000 zu fallen. Da hätte ich mir gerne eine kleine Erklärung. Und da kommen Chetan von den Kommissionen noch dabei. Das Indemnitäten, die ja gegen den Avis von der Opposition müssen erhöht gehen. Muss du dann nicht gespurt gehen? Oder soll just bei denen andere gespurt gehen? Sollte mir nicht mal ein gutes Beispiel 4 gehen? Wenn der Schafferrot Ansporung machen will, die ja nicht sind, müssen wir aber ferm die Energieansporungen. Oder sind die Energiepreise auf dem Niveau von vor dem Ukraine-Krieg gefallen? Die Temperatur an der Rhein liegt locker bei über 23 Grad. Und noch unter Kröchtbelichtung aus das Jahr nicht wirklich gespurt gehen. Auch wenn die Gemeinde durch die Photovoltaikanlage viel Strom produziert, muss das aber nicht einfach so verplempert gehen. Ich gehe das Wort und dann mache ich weiter. Wir willen auch noch eine Person über eine Remark an der Budgetsrede, dass auf der Hauptstraße an den nächsten Jahren immer mehr Einzelhäuser durch Residenzen ersetzt werden gehen. Het is klar dat durch de Wachstum von der Bevölkerung nicht iedereen an een Einzelhaus kann wohnen und dat mehr kompakt gebaut muss gehen. Ein Wachstum von der Population von 1,7% heeft dat dan ongeveer 40 Jahre später über 8.000 Einwohner zählt, doppelt so viel wie heute.
Wir sollten als Gemeng aber darüber nachdenken, wie die Hauptstraße mit Residenzen soll ausgesehen und das nicht Promoteuren überlassen. Und auch, nach mir wichtig, wen an den Residenzen kann wohnen. Auch das soll auf keinen Fall Promoteuren überlassen gehen. Gesellschaft als am Wandel, wenn wir, wie hij dags betont wird, eine soziale Mischung an der Gemeinde willen fordern, dann brauchen wir andere Wohnformen wie nimmen Familienhäuser an daher Appartementen. Kleine Unitäten, die bezahlbar sind für Jungleid, für Singles, für Edelleid oder zum Beispiel für Leid, die gescheit sind, an sich keine daher Wohnung nur bei ihren Kannern können leisten. Auch angepasste Wohnungen für Co-Housing oder Co-Lokation bringen viel Voordele, nicht nur finanziell, aber auch für Gesundheit und Wohlbefinden. An einer Gemeinde, wo Zusammenleben groß geschrieben soll gehen, als eine gute Sozialmischung unentbehrlich. Alternative Wohnformen können auch helfen, wenn Isolement und Einsamkeit für Edelleid ein Problem gehen. Ein Altersheim ist gut, wenn selbstständig Wohnen gar nicht mehr geht. Viele Edelleid sind einfach noch fit genug, aber brauchen hauptsächlich soziale Kontakte, für nicht an den Isolement zu geraten. Das gilt übrigens auch für mehr Jungleid, die allein sind und die durch Umstände sich nicht auf Vereine können engagieren. Was Edelleid betrifft, fallen mir von den Resultaten vom Umfrau am Kader von PINS am Budget leider ganz weniger rum. Leicht zugängliche Plätze, wo ein anderer Leid kann beginnen, so wie de Schuttertreff und auch der Markt, sind essentiell für ein gut und gesund Zusammenleben und sollen weiterhin unterstützt gehen. Spuren als hij viel op der Platz. Wir wollen hij dan auch davon profitieren, een ganz große Merci zu sagen und all die engagiert und motiviert Benevolen, die dazu beigetragen haben und noch immer dazu beitragen, dass als Gemeng ein lebendiges Gemeng bleibt. Ohne sie wären viele Manifestationen schon lang verschwunden. Davor nicht weiter. Des Weiteren schreibt ihr, dass es wichtig ist, für immer weiter an als Infrastrukturen und an uns Vereine zu investieren und auf diesem Weg als Bürger zu unterstützen, für ein harmonisch und ausgeglichenes Zusammenleben ermöglichen. Dafür begrüßen wir, dass ihr das Budget partizipativ vorgesehen habt, so wie wir dadurch während einer Gemengerotssitzung suggeriert hatten und das so auch all einzelne Bürger erlaubt, die Projekte zur Verbesserung von der Gemeinde zu präsentieren und eventuell zu realisieren. Auf der anderen Seite fanden wir aber traurig, dass ihr bei der Musikschule Spuren wollt und dafür schwätzt, verschiedene Kurse nicht mehr anzubieten. Wir freuen uns, als das die richtige Platz für zu spuren. Ob Kosten von der Kunst an der Kanner, wir fanden, dass das nicht sein darf. All Kant soll das nämlich Recht auf Musik, Kunst, Sport und Ausbildung haben. Das gehört auch zum harmonisch ausgeglichenen Zusammenleben. Aber leider muss man feststellen, dass gerade da ein Sport gibt und flotte sozialen Evenementen, die Leute zusammenbringen. Was uns aber am meisten schockiert, ist der Fakt, dass der Chefrat überlegt, die Location de Vichère auf Talchen zu reduzieren. Also die Leute, die es schon schwer haben, für über Tronnen zu kommen, und noch mehr schwer zu machen. So viel zum harmonischen und ausgeglichenen Zusammenleben. Mit denen zählt vielleicht nicht für jeden. Wir wollen aber nicht nur Negatives sagen. Wir fanden es ganz positiv, dass so ein Russisch am Jahr 2025 endlich umgesetzt wird und das bis bei Rue du Verger. Wichtig ist natürlich auch, dass am nämlichen Chantier in Drehwasserachse gelöst gehen, den Trottoir auf einer Seite mit breit gemacht wird und dass Bäume bestehen bleiben. Den einzigen Bemol ist, dass in dem Projekt auch an die andere Richtung bis bei der Rond-Point hat können ausbauen. Mit Fred drohen mit dem Projekt vom Ausbau vom Schulcampus mit, wo die erste Vergrößerung nächstes Jahr aufhängen soll. Heili mit dem Chefrat und Herz alles zu machen, wie das Chantier die Sicherheit von den Kanner und dem Lehrpersonal garantiert und die Comedie auf ein Minimum reduziert. Wir vermissen aber an diesem Masterplan die Schwämme, die für die Schule soll gebaut gehen, die als irgendwie aber untergegangen. Schütter Uni Papaya als aus ökologischen Gründen eine wichtige Initiative. Das Projekt braucht aber noch ein bisschen Arbeit. Viele Vereine merken, dass weniger Leute auf ihren Evenementen kommen, und mengen, dass das kommt, weil die nötigen Informationen nicht bei allen Leuten kommen. Auf der anderen Seite so viel Leute, dass sie viele Sachen nicht gewohnt gehen, weil sie nicht so gut mit dem Internet oder mit dem App gehen, Sachen darauf nicht rumfallen, aber auch, weil die Kommunikation über wie Schütter Uni Papaya soll funktionieren, nicht bei jedem kommen. Es wäre vielleicht gut, dass die Purmut zu wiederholen. An dem Kader begrüßen wir die Initiative vom Nachbarschaftsapp Hoppler an unserer Gemeinde zu implementieren und so Kommunikation zwischen Gemeinde, Vereine und Anwohner zu verbessern.
Ganz positiv als auch Weiterdreiben vom Photovoltaik an sich noch andere Lösungen für nachhaltige Energie zu produzieren. Was Subside betrifft, unterstreichen wir noch einmal den Fakt, dass auf keinen Fall zu einer Reduktion von der Allokation de Vichère kommen darf. Wir begrüßen aber, dass Subside für die Vereine hoffentlich eine Urweniverschaft gehen und dass es kein Ausschnitt bei den Subsiden für Solarpanelen, Rehwasser und Velo gehen. Wir verstehen, dass gespurt muss gehen, mit der auf keinen Fall ob die sozial schwach an uns Umwelt sind. Wie dat de Green Event lo manner subsidiiert gëtt, wäret vielleicht eine gute Idee, de Vereiner de Centre kulturell zur Verfügung zu stellen, mat der Oplach, dat et de Green Event muss sinn an de Leiit an Ort Geschirr zur Verfügung stellen. So hëllef den de Vereiner an et mëcht den etwas Gutes für uns Umwelt, ohne dat de Suen ausgehen muss. Am Kader von der Remarken von der Finanzkommission über das Service Forestier willen wir noch ein keer betonen, dat de bus net toe als vir te exploiteren en vir doen te verdingen. Een hoed nach veel andere wichtige functionen en andere voor biodiversiteit, voor de klimaat, voor de herhaling. Zo Lutzeburg zijn de bussen schon zu viel fragmentiert, dafür sollen wir de bus die wir nach hun gut verzorgen, auch wann dat etwas kostet. Wir vermissen an diesem Budget aber verschiedene Projekte. Welche Spazier wäre, die sollte ja neu definiert gehen. Bei der Velosphäre konzentriert die sich just auf den von der Gare an so einer Aktivität, aber bis auf weitere Studien, als da auch noch nicht viel geschieht. Weil das man Velosphäre bis auf die Cargo Center und all die anderen. Das ist auch schwer, dass das Logement abordabel nicht mehr schnell weitergetrieben wird, wie zum Beispiel am PHP Schönberg, wo ihr schon viel mehr weit kennt sehen. Allem an allem sind das ja viele Gespräche, Etüden und Anpassungen gemacht gehen, aber das noch nicht ganz Konkretes realisiert gehen. Dafür freuen wir uns umso mehr auf die größeren Projekte, die wir am neuen Jahr aufhängen, und wir werden das konzentriert verfolgen und aufpassen, dass alle wichtigen Kriterien wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, mehr Sicherheit garantiert sind. Wir verstehen, dass gespürt muss gehen, für all die großen Projekte zu realisieren, und wir unterstützen das auch zu 100%. Leider muss mir aber feststellen, dass das sozial an diesem Budget nicht unbedingt eine Priorität ist und dass oft auf den falschen Plätzen gespürt wird, am Platz mit einem guten Beispiel vorzugehen. Das trägt dann aber nicht zur Harmonie und Zusammenleben bei. Wir als Greng wollen aber konstruktiv und optimistisch mitschaffen, an diesem Budget zustimmen, für das Projekt endlich aus den Startlöchern kommen. Wir werden aber die Evolution von den Subsidien, sie wird für die sozial schwach, sie wird für die Nachhaltigkeit, Energiespuren, Biodiversität ganz gut am Arbe halten und uns vehement gegen alle Reduktionen ersetzen. Erst dann alle Guten auch ganz besonders Christus von unserer Seite an eine gemütliche Rutsch an die Tür. Merci. Merci für Ihre Kommentare. Ich meine, wenn man das dafür tun, schweigst du mal. Ja, merci dann für Ihre Kommentare. Vielleicht eine Remarque für Runden. Ich finde ganz oft das Wort Spuren hören. Ich habe kurz mal eine Search-Funktion gemacht an der Rede. Also ich meine, so oft hat mir das gesagt, ich meine, schon kein erfunden. Also wir wollen eine nachhaltige Finanzplanung machen, wo wir aufpassen, dass die Depensen, hauptsächlich am ordinären Bereich, nicht zu sehr wurzeln, am extraordinären Bereich, dass man den Investitionen tätigen, die absolut nötig sind, aber trotzdem also finanzielle Spielraum behalten für die nächsten Jahre, wo man nicht an Standpreis kommen, muss ich ein wenig für sich viel Politik zu machen. Das ist aber nicht so, dass mir angetraut ist, sich für eine Spurpolitik umzusetzen. Und das ist auch gar nicht die Tannen auch nicht in unserem Budget rum. Dafür war ich ein bisschen überrascht, dass das wohl so oft kommt, vorkommen, weil ich weiß nicht, wo das soll sein. Weiche Gestalt. Ich meine, über die letzten Jahre sehr viele Projekte initiiert gehen. Ich meine, noch über die letzten Jahre ganz viele Etüden gemacht gehen, mit das wo man muss an die Umsetzung kommen, an der sind, wenn die Weichen die Gestalt sind. Ich meine, dann hören wir als erstes Beispiel den Büwet vom FC Münzburg. Ich meine, die Stung, die letzten 6 Jahre immer im Programm, immer an alle Budgets redet. Ich meine, denn die Vias gestimmt gehen Anfangs 2022. Für mich überholen sie, waren auch immer kein Projekt da, für sie zu bauen. Den de wie war gestimmt, da ist man eng weich die Gestalt gehen, als dat mal lo haut das woch Demolition fertig angefangen huet, an dat de Projekt nächstes Jahr gebaut gëtt. Dafür ich meine, das ist ein netter Progress par rapport zu der Zeit für drin, wo etwas gesagt wird, was schon lange an der Planung war, aber schon viele Etüden gemacht gesehen. Tennis, ich meine, Tennis ist ein Sujet, den auch schon ewig steht, den Problem von der Energieverbrauch von den Ballon aus auch gewusst, das ist ein Problem, den du hast. Wir sind am gerne Lösungen zu sichern. Ich meine, das Herrscher hat du gedauert, oder der Pol
Wir haben verschiedene Ideen, die wir am Kap haben, wo wir andere Sportinfrastrukturen noch können machen. Ich meine, das wollen wir zusammen mit den Vereinen, Mannvereinen schwätzen, zusammen mit anderen Akteuren, die da impliziert sind, für ihn das kann organisieren. Und da wollen wir Solutionen umsetzen. Ich meine, die wissen doch, dass wir am Gang sind. Terra an unserem Campus kaufen, das ist eine andere Piste, das heißt, wir sind am Gang, Mesuren umzusetzen, für neue Projekte zu können zu realisieren. Und das ist eine von unseren Prioritäten. Und das ist auch nach 4 gesehen, Anfang des Jahres. Hat man einen rezenten Präsident vom Tennis gesehen, wo man gesagt hat, Anfangs des Jahres wollen wir uns mit ihnen zusammensetzen, für die verschiedenen Pisten mit ihnen zu diskutieren und dann auch weiter zu developieren. Ja, wir machen wie die Studien, das gehört dazu, muss ich analysieren, was machbar ist, was die Kostenpunkte von der Auswählungssolution gibt, das gehört nun mal zu allen Projekten dazu. J'ai der Präsenz am Gemeingerot fir wat ze dodes Di opgin an eng Rof gin, dat ass op Basis vun engem Kommentar, den ma am lächten Kontkrit hatte vum Innenminister, wo se gesot zu mir Misten am Fongemat. De Jëtter vun de Konseien an der nämchte Joer buchen, die sind Joer dat am Joer der no gebucht gin, dafir dommer der Remark vom Innenminister Rechnung an dofir ass dëst Jo enker de Depensepulgé de bëssen méigers an dunno gieten am Rof an der ass die Erklärung dot zo. Ich meine, da war die Remarque, ja, ob der Hauptstraßhäuser und Appartementshäuser nicht nur durch Promoteure bauen zu lassen. Ich meine, Mühne, PAG, Demos gestimmt, die gesagt, verschiedene Dossifikationen nach verschiedenen Quartier 4. Du hast ja nämlich viele Handspielraum River und ich meine, wenn Promoteuren oder Privatleute auf den Weg gehen, für das Haus aufzudemolieren und besonders, dass du in einer bauen eine Residenz, dann ist das ihnen relativ gut recht. Also solange sie nicht an Kriterien fallen vom Logement abordable, sind sie auch nicht verpflichtet, für Logement abordable zu machen. Und ich meine, das ist ganz klar, wir als Gemeinde können nicht weiterhin Häuser abkaufen. Ich meine, da tun wir in der Chefratserklärung gesagt, wir haben das auch schon durchgesagt. Das kann ein paar Prozent in den Investimenten, die müssen tätigen, kann das nicht der Weg sein, dass wir weiter am privaten Markt Häuser abkaufen. Ich meine, wir sollen da Logement abordable realisieren oder wir sollen gucken, dass man realisiert, geht an den Projekten, an den PAP, wo sowieso Terrain müssen aufgetreut gehen und öffentlich Hand, und du hast eben als Zielsetzung, dass man mit öffentlichen Akteuren zusammen gucken, für das Projekt realisiert. Ich meine, wir hatten noch für eine eine Interview, wo der Minister Meisch mit seinem Mitarbeiter, mit dem Repräsentant vom Logement, mit dem Direktor von der SNHBM waren, für zusammen darüber zu schwätzen, wo wir eben gesagt haben, dass wir ganz klar disponibel sind, für hin Terrain zur Verfügung zu stellen, wann sie wollen, auf diesem Terrain Logement abordable machen. Und das ist der Weg, wo wir wollen in Zukunft hingehen. Musikshow, verschiedene Kuren im Jubi, ich meine, das war nicht gesagt, ich meine, muss einfach Fakt sagen, dass das eine Essenz gewesen von einem Punkt zu der Musikshow, das war versprochen gehen, dass die neue Subsidien vom Staat Manner Dreiergift gifir Gemengen, der das net agetruden. Ich meine, mit run haut nach immer enorm helge Kächtepunkt an wat ganz klar gesot gin, dat man muss gucken zu summen mat der Musikshow fir als Kurre so optimal auszulöschen, dat man wenigstens vun dem Subsidienprogramm wie Haut as ideal profitieren an du zu gehören dann deelweis Listatanten, weil Fakt ass und dat könnte gern enker kann ich die Statistik checken. Sind immens viel Leute, die ich am Juli also am April ausschreiben dat Museeskuren an die awer am September, Oktober schon am Aufsprange, weil sie dann in einer Sportskur hun oder eng einer Andisponibilitéit hunn, an dann sind die Klassen deelweis wirklich net ausgelöscht, und hummer deelweis eng kann an enger Klasse vu der Miste 15 sinn, fir dat opgeht. An ich meine, das ist die Schrauf, wo auch von der regionalen Musikschule oder von der Direktion von der UGDA 4 gesehen, dass wir zu schaffen, dass man am Anfang mit Listatanten so erreichen, dass man nicht keinen ausschließen, sondern dass man hauptsächlich eben als Klasse so optimal ausnutzen, dass doch finanziell nicht interessant wird, aber nicht so schlimm defizitär bleibt. Tram also auch nicht vergisst, ich meine noch bei dem letzten Schafferrot war Tram immer ein Projekt, den denke soll realisiert werden, soll eine Priorität sein, mir wird aber nicht die erste Priorität kann im Schulcampus für realisiert zu sehen, also ist da doch bei uns an also Cap dabei, wenn man über Planung im Schulcampus schwätzt, für die Schwamm zu realisieren. Ich meine, wir hatten noch Kontakt schon mit dem Syndikat von der Süddeutschschwamm für zu gucken, für eine Kooperation mit ihnen zusammen zu machen, für seine Schule. Ich meine, da laufen noch Gespräche, wir sind weiter hin und hin am Kontakt, für sicherzustellen, dass das kann können schwammen. Aber das ist klar, wir werden nicht nächstes Jahr und noch nicht übernächstes Jahr die Schwammhai an der Gemeinde, den Bau von einer Schwammhai an der Gemeinde können aufhängen. Voilà, ich meine, Schluss in dem Plot, da muss ich ein paar Sujet, die hier noch bestimmt das dazu sagen. Ja, also ich muss das auch nicht gerne streichen, was der Sergio schon gesagt hat, also das ist kein Spurbudget. Wir probieren als Investimenter effizient anzusetzen.
dass man als Sue net verschleuderen, da das wat man will machen. Der Lokation wie Scher auch Donau reinkeiert, das net froh für ob do darüber will zu spuren. Das einfach die Verhältnismäßigkeit, die wir bisschen auf vorstellen, den krit an der Kit an der Person der Gemeng dabei, den anderen so eine Jommer krit 100 € méi Pai an krit neicht. An do as bëssen die Verhältnismäßigkeit, die muss überlegen, an noch die Summe Fusuren, die dort zu Summe kommen, dat war am Anfang den Urspruch net ein Spuruspruch. Auch für recht, dass de Budget kein Spurbudget, mit do wo man könne suen Mann rausgehen, weil man nicht organisieren. Ich meine, dat so bisschen am Kontext vielleicht völlig vom Schëttermaten enke so noch ha von dieser Platz große Merci für die Leute, die sich do enorm engagieren, dass man so mehr tun an der das auch flott, an der soll auch weiterlaufen, und ich meine auch Kontakte immer am Marktkomitee. Mais wann en awer da wees, dats die Freien entretemps bei 5.000 € lafe just fir die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, wann en dann gesäit, dats ma rawer Schwierigkeiten hunn als Kommerçanten an Aussteller ze behalen, dat se noch guckt, dats net ëmmer Masse vu Leute, iwwer de Mäert läfen, da muss sich einfach die rich froh stellen an EW als eben noch für zu gucken, wie können wir die Freien do am Griff behalten, wie können wir dasselbe bieten an aber Mann da an der Pisten Hummerlo verfolgt und das wird man auch machen einer der anderen, dass man elektrisch installieren und dann man muss neu abrichten einer der anderen, dass man Bänken an Döcher nach zusätzlich kaufen und behalten wir die wir haut schon hunn fir Reiseeventer an mir hun awer Hesto fir de März sich da selber zerwieren. Dat kascht awer alkes e pu 100 €, weil man die da lohnen, weil se du hingestalt gi, weil se muss wäschen. Dat sinn Pisten, wo man welle sue me sos stimme 100 dem Schëttermat an sinn noch froh, wann der Feder kann funktionieren. Da so geschwert gin Residenzen, die sech an der Herbstroos die Domer méi bebaut gin, also dat das op enger seit bedauerlech, weil dat Bild von dem dürft sich ändert an darunter muss ich mo gewinnen. Ich will net so das nëmmer schlecht, dass mir hatten noch Residenze gebaut, wie man viel kritiséiert tun ganz bret Autokommission hitreen, a wann en haut gesäit dat Residenz do steht, dann ass dawer Appppes, wo sich sehr dro gewinnt huet, dann wat net so schlecht das, weil muss jo aber wësse, wann man Manner Terra wëlle verbrauchen, wann man méi Densitéit wëllen hunn, da geht dat awer vielleicht nëmmen iwwer den DOW. Et gët doch vielleicht nach einer Modeller vun andere Wohnformen, och do verschleessen reis net dagéng, doch so sind wir ganz froh, wann so es könnt, dat könne mir als Gemeng net initiieren. Den Proprietär könnt man segem Pro, de Promoter könnt man segem Pro, mir könne vieles bewirken, mir hunn lo eng Schacht dafür fir nohaltegke, dann war den Umweltschutz, mir können awer net firschreiwen, du musst lo so an du musst lo so bauen. Dat geht alächgent an engem PHP oder wéi rëmmer an ich mein, dat sind Decisionen, die man heute Summe geholl hunn, an die lo an aus dem PAG so fir gesi sinn, an dat as reglementarsche Kader, an den man enger Baugenehmigung könnt, die dem reglementarsche Kader entspricht, den huet de recht ober so könne ze bauen. Min enkeier schmengen dat net alles schlecht, ass an Mikréier dofir och eng méhéich Densitéit an do wo man gesinn, dats man an einem reglementarsche Kader lang können hunn, an da kommen mal lo ufangs nächstes Jahr kommt man es mal de ganz Coop Artikeln simmer auch drun déi ze verschaffen, mat der Bautekommission zu summen, fir do dann bësse not zu besseren an dat besser steuern zu können. Krch Belichtung wees ich net, ob de ganz wichtig Thema ass. Ich will awer wo dazu soen. Mir hunn enke an der Energiekris gesot mal kein Krch Belichtung méi, dats du ein bisschen besser gegangen, du hummer gesot Halschen, da sind wir noch immer. Wir sind noch immer op der Halschen von dem, was man 4 Druten von Krchbelichtung abgehalten. Also wir spuren da noch immer 50% und Energie. Und ich muss aber ehrlich sagen, es sind aber auch schon Leute, die kommen so, ja, für was man dann nicht mehr, ja, für was das Weisen erstoßen. Es sind noch Leute, die eng gerne Approach dazu haben, und eigentlich auch mehr froh. Also ich meine, dass man hier einen guten Equiliber finden. Nicht zu viel, raisonabel. Formation also geschwert gehen an effektiv Formationsplan gehen. Wir haben also Formationsplan gehen über 3 Jahre, wie viele Stunden man an den verschiedenen Bereichen wo Formationen wollen machen. Die geht doch wie wert, man da das Leute dann als in den verschiedenen Services auch die Formationen machen, dass man da den Formationsplan runterhalten. Da geht es Nachhaltigkeit, da geht es Männer Approchen am Energieverbrauch, da geht es aber auch um Marché public. Das ist von allem, wo man als gesagt haben, wir müssen als Personal auch dazu kriegen, net nëmmen am Kader vu den Informationen, die vielleicht funktionär muss man können Avancement kreieren, mir einfach wo man gesot wir wollen soviel Stunden Formation machen. Das gesot gi mir gi nëmmen Etude man schmengen, dass dat net ganz richtig ass. Verschiedene Etude sie wichtig, das schon gesot.
Das aber für allem auch von einem Stadium, wo wir Ideen hatten, an Pläne hatten, aber wenn ihr seht, wir müssen ein Projekt ernst organisieren, damit man nur realisieren können, den APS aufpassen, da sind das für mich auch nicht Etüden, das sind für mich Planungsprozesse, die müssen gemerkt gehen, und da muss ich aber auch so, dass man zum Beispiel ein APS hatte für den SIAS-Projekt, der Luch 2 Jahre von 22, 2021 und das nicht mehr gepackt gehen. Da hätte ich auch schon können realisieren. Das ist aber nicht geschieht. Wir machen das und das ist einfach auch überraschend, und ich meine, das muss ich einfach so sagen, wie viel Energie das ist nach raus von einer Idee, von einem APS bis zu einer Realisation. Wie viele Probleme nach oben durchkommen, die ich muss lesen, wie viel Genehmigungen das im Radio oder vielleicht gesehen, wir sind heute schon mal die Bodenproben am Gangen. Also wir sind wirklich an einer Optik, an einer Dynamik. Wir wollen realisieren, wir wollen 2020 Sachen durchstehen holen. Soweit das dann noch geht, wir haben ein Planning, den wir wollen anhalten, und wir haben auch reagiert, weil wir ja da auch methodologisch sind, wo wir gesagt tun, wenn wir die Planning wollen anhalten, da braucht man ein bisschen mehr Interaktivität vom Architekt, vom Projektmanager, den wir immer müssen nachlaufen, das selbst können. Und das haben wir gemerkt, und das ist einfach nicht mehr viel zu sagen. Wir sind doch an drin, dass wir die Realisationen gemerkt kriegen, weil es einfach wichtig ist, dass wir die Projekte, dass sie entstehen, dass die Infrastrukturen kommen. Wir brauchen sie, wir laufen schon viel zu viele Jahre da drin, und das ist so wichtig, dass es geschieht. Voilà. Dann du geht natürlich beim Schulprojekt, das mengglisch gut, dass ich darüber sagen möchte, aber das ist selbstverständlich, geht das für mich das echt, was muss geschehen, irgendein do in eng Schöp oder eng Maschine an der Grappel, das Sicherheit von der Kanner assuriert, dass du werd man ja auch ein Büro kriegen, den sich auch da um Sicherheit kümmert, und das wird predigt von mir bis so, ich meine, das ganz klar für jeden Verein, und das klar auf der Schule seid, das sichere Null ist von den Eltern, und das natürlich auch nice für das zu assurieren, das ist selbstverständlich geht. Über Schwäben hat ein Sergio geschwärzt, Green Event, also ich meine, die Hummer ist organisiert. Wir haben all das Material gekauft, wir haben Frittenbaketten an Plastik, mit Schotter drauf stehen, wir haben Teller noch gekauft, wir haben alles gekauft, was ich kann, Green Event, wir haben Bolle gekauft, also all Verein, den irgendetwas serviert, misst am Fond, das Pfanne, was er braucht, für ohne Aufall können, sein Essen zu servieren, sein Produkt zu kochen. Auf dem Niveau müsste man sehen. Ich meine, da hat man von vielen Vereinen Aufruhr gekriegt, man hat einen Lösch gemacht, was da müsste bestellt gehen, da war auch bei der Marche Commande, die Kommission war mit, die Sportkommission war da mal da gebunden. Müsste man eigentlich auf dem Niveau sein, dass wir alles können aufdecken, ohne Aufhalt zu produzieren. Wir haben heute noch den Fall, dass Assoziationen, mit denen wir vielleicht nicht all das zu denen, wir hatten am letzten Gemeinderat darüber jetzt, Event organisieren, die dann das für sich aus nicht so mehr wie mir als das vorstellen. Wir haben denen auch Kontakt abgeholt und denen dadurch gesagt, dass sie das müssen anhalten, sonst die das Lied für sie. Ich meine, das ist schon eine gewisse Disziplin erfordert, sonst kriegen wir das nicht hin. Was Studien du geht wird los, da sind wir bei Studien, auch du meinst, ich tue heute zusammen mit der Wasserverwaltung, mit der Umweltverwaltung, die waren alle gut dabei, so paar Leute, ich meine, so von über 6 du. Und das ist leider ganz schwierig, weil wir hier Nationalschutzgebiet tun, weil wir Natura 2000 tun, das ist so dem meisten Problem. Wir sind da, bleiben noch da an drin, wir da war dann noch zu gucken, was da möglich ist. Und da sind wir dann immer an einer Phase, was muss man von Autorisation, wo geht es überhaupt, was muss man kompensieren, das ist noch nicht festgehalten, dass man just war das du von Opfern zu machen, also was für eine Analyse, was für eine Tüten du an dem Fall, dann haben wir noch mal kein Proprietär geschwärzt. Auch da muss man einen Akkord für etwas zu machen. Das sind eben lange Prozesse, ich meine, wir so nicht immer rumhauen, mit dem Hin aber du schon Kontakte Gesicht, Reunionen gemerkt. Geht nicht alles mal nehmen, aber wenn wir auf der einen Seite schaffen, können wir nicht auf der anderen Seite etwas mehr, der weiß selber am besten, wie das, das auch nicht vergisst, also im Radar an, wie gesagt, sind noch schon Sachen geschieht. Voilà, ich meine, ich hatte Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, alle aufgeschafft. Voilà, von dir noch etwas wollte es nur drohen. Just von der Spazierwehr, weil du war ja etwas ausgeschafft, dann aus der fertig. Was richtig schön nachher stehen, auch Spazierwehr am ORT. Sie waren nur an einer Gemengen aktiv. Ich hatte da auch die Dame, die bereits schafft, ein paar Mal relanciert.
a wie mal lo wollten dat durchzählen du Vierstren bemmer gemengt nee hei as awer ein Problem an dos Problem sutzen lo für 2-3 Wochen mat de Vierstren zu summen hun do missen Alternative sicher mech scheinen awer lo op den Punkt ze sinn dats mar se sinn dats dat lo so kann gemerk mat den Wander wären dat mis lo mis lo mat mal Bezeichnungen an mat neue Karten alles wat dazu geheiert an Marie. Dat schütte niet bepaald. Kan in dat die leidt nogmaals een keer expliceren wie dat functioneert wel eens geweest. Zijn veel die dat niet mat komen. Wat? Schütte ook niet bepaald. Also wie dat keek met het sticker aan al die zaken wel scheren van ganz veel leidt. Also hauptsächlich eler leidt moet je stoen. Dat ze dat niet zo mat krijgt zijn. Also mir hun dat lo vun viele Plätzen heieren hun dat doch vun de Vereiner de Retourkrit an wir mussten no besseren effektiv mir dat selber festgestellt als Agenda an der App, dat das net so leserlich, also muss da schon op der Agenda go, da muss schon dreimal klicken, ist dat die Informationen krise so dat net sinn, da muss die Information direkt holen an du werd man no besseren dass dat besser geht, also wir sind erst die Problematik bewusst an man hat vielleicht am Anfang als dat mir einfach firstalt an net direkt gesinn, dass du Probleme sinn an der hue ja rausgestalt, dass dat so was du musst mal aktiv gehen an der besser Mo noch schon Kontakt opgeholt auch mat eConnect an den Zoom noch viel gesinn fir du Ufangssession du schafft ein Kommando schon rausgehen. Ja. Okay, das sag schon einke. Ja, merci fir ich kommen op Explikationheitsreck. Betreffend Formationsreim an Bewert vom FC Minsk du hast gesot gin, dass dat lang net Vigegangen ass war doch richtig ass méi schmengen de Klot wese doch wahrscheinlich aus segener Erfahrungen nach den Terra de Gebrauch gin ass fir die Bewert bauen, dats net viel Gebrauch gin fallen an sich 2 Meter vor beim Grundsteck nieft runn an dem ganzen Dossier war ein Umstand, den dat ganz de Bësse gebremst und dat war an schmengen die Hadlo wahrscheinlich nach kein so fall bei ihren Akten, wo et miss erschriwe gin. Dat war an sich van eng Person in der Tutel steht. Dat ass eng mehr aboir an dat geht ich mein, de Klot kann dat nimmer bestätigen an dodech ass dat ganz natürlich net verbessert gin an dem schon träge Prozess. Voilà. Ich wollte aber just die Stellung nachholen dazu. Voilà, ich wollte just so dem Gilles sauber seg Progression also kom an die beim Pol. Pol, du kannst also für de Gilles mat aufstimmen an dann kimmer zum Wort. Macht mir Sinn. Da gif man vielleicht den Budget rektifier vum das ist 2024 ging Beruf stimmen. Landmarie. Ja. Joch, Tein Serge. Gilles sauber pardon Ruf pardon mat der Prokuration für de Gilles ja Tein Serge ja Pol ja Welch Nico Ja. Altmann Jean-Marie Ja. Aisha Serge Ja. Progerini Nora Ja. Kaufmann Jam Ja. Herr Kaiser Andy. Ja. Merci. Dann den zweite Punkt Approbation du budget de l'exercice 2025 Landmarie Ja. Joch sauber Gilles mat der Prokuration vom Gilles ja Tein Serge ja Teisen Pol ja Welch Nico Ja. Altmann Jean-Marie Ja. Aisha Serge Ja. Progerini Nora Ja. Kaufmann Jam Ja. Herr Kaiser Andy. Ja. Voilà, ich gif dann awer auch am Numm vum Schafero dann größte Mercisoen fir die Flot Setzung mat dem Budget, die flotte Diskussion, die man hun. Ich mein das wichtig, dass man den Chance schon. Ich will enke Mercisoen dem ganze Personal fir Hëlle de Budget ha opstellen och den engen 2 Kollegen ha, die ich ganz viel méi gin hun sonnechten Finanzschaffen. Also de Budget ass immer Kraftakt an da sind immer froh, wann er steht. Also von dieser Platz en große Merci. Voilà, da kimmer den nächste Punkt an das den Don, den wir nach Feiertag gesammelt tun an das den Handy. Ja, merci. Schöne guten Abend dann noch von meiner Seite noch. Für Nationalfeiertag war Reunés eine rutsch kulinarisch Spezialität für verschiedene Aufwohner aus unserer Gemeinde präpariert und serviert gehen. Und auch das Jahr wollte sie nächst mit den Rezepten in Don und 6 karitativ Assoziationen machen, die sie dann noch selber rausgesicht tun. Du wird dann einmal ELA, also ELA Lützeburg ASBL. Das Objektiv von dieser ASBL ist, die Forschungslaboratoren dabei zu helfen,
für die Mechanismen von der Krankheit besser zu verstehen, die responsablen Genen zu identifizieren, an neue therapeutische Strategien zu entwickeln, für gegen Leukodystrophien zu kämpfen. Aber was versteht in der Leukodystrophien versteht in eine Gruppe von genetisch bedingten Stoffwechselkrankheiten, die eine Degeneration vom Nervensystem bewirken, wo die Betroffenen an motorischen und neurologischen Beeinträchtigungen leiden. Die zweite wird dann Roche Lützeburg, also ROJ Lützeburg ASBL. Sie sind eine Assoziation, die zusammen mit dem Ministère de l'Éducation am Lycée Athénée der kurdischer Gemeinschaft hier im Land bei der Integration hilft, organisiert kurdisch Sprachekuren und unterstützt auch den Bildungsprozess am Norden von Syrien. Das Assoziation schafft dann noch ganz eng mit einer lokalen Hilfsorganisation zusammen. Die dritte für Darkness into Light. Sie setzt sich dafür an, für Leute an, die suizidär Gedanken haben, sich selber blessieren wollen, respektive hilft den Familien, denen ihr Leben durch Suizid aus dem Leben geraubt wird. Dann haben wir noch Schütter Hilft, das lokale ASBLers, die sich um Leute an Not kümmert. Sie sind eine solche Gruppe Freiwilliger, die durch die humanitäre Katastrophe in der Ukraine aktuell den ukrainischen Refugien hilft. Sie wird materiell, informativ oder auch nach administrativ. Da bleibt nach Kappert den Cercle des Associations de Passion. Die gouf von verschiedenen Organisationen gegründet, darunter der ALAN, Maladie Rare Lützeburg, Blitz ASBL oder auch nach der Fondation Krebskrank Kanner, für die Rechte von den Patienten und ihre Familien sich zu vertreten am Kader von der ganzen Gesundheitspolitik. Sie promovieren noch die Informationen am Bereich von der Gesundheit und Patienten und bieten ihnen sehr Zugang und ihre Rechte aus sich an. Die letzte Assoziation ist dann Omega 90. Sie sind eine Assoziation, die einerseits Informationen an Sensibilisierung von der Gesellschaft immer über Thema Sterben, Tod und Trauer geht und aber auch die betroffenen Leute an so Fall berät und ihnen beisteht. Oft sind Leute von einem Member ihrer Familie oder aus dem engsten Kreis durch eine schwere Krankheit im Sterben leid, überfordert und kriegen den späteren Verlust ganz schwer verkraftet. Dafür steht ihnen Omega 90 dann zur Seite, für den schweren Schritt gemeinsam zu gehen und Leute an dieser Situation durch psychologisch, aber auch administrativ Hilfe zu unterstützen. Und das wären dann mal die 6 Assoziationen, die proposiert wurden, und wir geben dafür Vorschlag für den gesamten Monat von 6.000 € durch die 6 zu delen, sodass alle Assoziationen einen Don von 1.000 € kriegen. Merci. Merci, Andi. Gehen dort zu freuen. Keine Frohen, da können wir schon zum Wort kommen, wenn ich klift. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, sauber Jules. Mit der Progression vom Jules, ja. Tein Serge. Ja. Tausend Paul. Ja. Als Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Budgerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Herr Kaiser Andi. Ja. Merci. Da gehen wir zum nächsten Punkt, der ganze Kopf der Konten. Da sind da die Laufen noch schon über die paar Jahre mit dem Detail, wird der Serge also vierdrohen. Und ich meine noch eingesehen, dass wir einfach probieren, administrativ Ordnung zu machen und die Sachen aufzuschaffen. Ja, voilà, ich meine, ein bisschen, wie die Claude gesagt hat, hat schon beim Budget, sieht man, alle Artikel gegangen, und immer gesagt, die verschiedenen Budgetartikel, die schon seit Jahren ob sind, für die Leute zu kulturieren, und verschiedene Projekte sind eben aufgeschossen, das sind eben die verschiedenen Konten. Wenn man bei dem Menschen anfängt, dass da in der Budgetartikel Aménagement de chemin piéton et piste cyclable, ich meine, die sehen am Dossier, das ist ein Artikel, der geht schon seit 2014, und ich habe mal gemerkt, da wäre es gut, für nur 10 Jahre den Enkel aufzuschließen. Da sind am Anfang 2 Devien drauf gestimmt gewesen, das Enkel den Devis gewesen für den Chemin de Liaison, also Chemin Pitonnier, vom der Rue Principale, so neben dem Restaurant auf der Hauptstraße, den dann darauf geht, über den Parking und dann auf der Quai direkt raus könnt, den 2021 gestimmt ging aus, wo im Monat von rund 210.000 € vorgesehen war, an den auch integral angehalten ging, dass du eine Gesamtdepense drauf gewucht von 207.000 €. Das Projekt ist darüber realisiert gehen, und da war da auf dem Artikel auch ein Devis gestimmt gehen 2016 über 85.000 €. Da haben wir dann am Archiv noch gesicht, das waren verschiedene Depensen, die gemacht gehen, notamment für die Wanderwehrkarte für Jahren, verschiedene andere Mesuren, wo wir Depensen haben für die 7.000 €.
Das für die zwei Posten wurde wir vier gelochen und dann sind aber auch einer Etüden hauptsächlich über die Projekt gemacht gehen und das hauptsächlich alles was von unserem Verkehrsbüro also vom Etüdebüro den als an dem Sache um Sandsmobilität berät da waren insgesamt Rechnungen für 72.000 €, die auf dem Budgetartikel gebucht sind. Ich meine da so ein Dinge wo sie als immer verschiedene Wehr beroten. Ich meine du warst we drüber gelaufen den Hai elaboriert ging als vielleicht Schienen zu fuhren de Projekt aus auch normal en cours. Mais voilà, das am Anfang aber nie ein definitive Projekt daraus entstanden, wo die Artikel wo die Etüden hätten drauf können gebucht gehen und dafür schließen wir den Artikel haut denke auf. Postfeieren die Etüden aber natürlich weiter. Und dann haben wir auf den Artikel gebucht, das war 2024, also du gehst eine Analyse 2021, das war die Verbindung zwischen dem Schönberg und dem Schulcampus, du gehst eine Etüde 2021 gemacht. Und war 2024 wo am Kader vun den Infrastrukturarbecht vom Schönberg gesot hun wann den Entrepreneur schon do hast, da sollen direkt die Verbindung riecht River bauen an Tisch du hast den Entrepreneur den we am Fonger kurzer Zeit realisiert an du hast noch eng Depense aufgefallen vun 40.000 € opgerundt, die auch op dem Budgetartikel ufällt. Dummer da kommen man dann dat effektiv eng Depense effektiv hun vun App 415.000 € per rapport zu de wie vun 295.000 €. Und voilà, ich hoffe, dass meine Erklärungen dann den Departement justifiert hun. Also okay, wenn wir dann noch enke zu summen aufstimmen, also wir können noch einen raus und dann wieder alles zu summen. Okay, merci. Voilà, da kommen wir bei den Dekon von der Chamare Rouen. Ich meine, das hat man beim Budget gesagt, das war man einen extraordinären Artikel, den noch über Jahren abstehen geblieben ist. Und den haben wir ja dezidiert, dass man im Prinzip all Jahr aber an der Feldfair schaffen, dass man dann am ordinären Gefen aufwickeln. Das heißt, da haben wir alle vier gesehen, den heutigen Artikel zu kloturieren. Da sind die Pausen drauf von 2021 bis 2025. Da sind wir unter dem Mont und der haben insgesamt wie gestimmt für 487.750 €. Und wir haben die Pausen auf dem Artikel von 353.000 €. Dazu muss ich aber sagen, dass verschiedene Feldfehler, die an den Programmen notamment 2022 vorgesehen waren, nicht umgesetzt wurden und dadurch auch keine Depense gefallen sind und dafür am Anfang den Depense effektiv viel niedriger ist. Ich erspüre nicht, dass alle den Ziffern schon aber highlighten, vielleicht nachher zu sagen, an dem Kontext, dass man im Kader von der Feldfehler, die da umgesetzt gibt, rapport zu der Depense, die da fand, die 353.000 €, dass man da einfach auch rund 100.000 €, über 100.000 € Subsidie vom Agrikulturministerium kriegen, für die Feldfehler Stand zu setzen, an die man auch alle guten ausbezahlt kriegen. Und für die Zukunft ist dann eben so, dass die Artikel über den ordinären Budget werden laufen. Dann haben wir den Extension Centre Kulturell an der Radelt. Ich meine, das ist der Projekt, den realisiert ging aus dem Centre Kulturell, wo zwei Büros an den Versammlungsraum geschafft gesehen, wo dann eben noch den Theater durch kann ernster Sündo, wenn sie hier Proben oder hier Abfeierungen haben. Und noch Toilette überaus aménagiert gehen. Da waren initial ein Devis vier gesehen von 841.000 €, 439. Du haben wir 2023 im November 315.000 € vorgestimmt, nur gestimmt. Und effektiv haben wir da eine Depense, die plus minus bei genau auf dem Monat rauskommt. Das heißt, dass die Gesamtdepense von 1.156.000 € angefallen ist, für den Projekt aufzuschließen. Dann haben wir den Punkt von der Reflexion de la Salle Harmonie et Choral. Dann ist auch ein Artikel, wo zwei verschiedene Devisen gestimmt sind. Ich meine, da war ein initialen Devis von 130.000 € und ein zusätzlichen Devis von 135.000 €. Das ist so, dass mein Gesamtdevis hat von 265.000 €, aber wir aufgeschlossen haben mit Depensen, die zwischen 2019 und 2023 angefallen sind, von 242.000 € und 108 €. Voilà. Und dann haben wir Haus Schönberg, ganz an dem Wupp vom Schönberg, wo wir gekauft hatten, wo wir dann umgebaut haben, für die Wohnungshilfe zur Verfügung zu stellen, für die Junker zu unterstützen, die können an der Location de Chambre wohnen. Da waren die Wien gestimmt, die insgesamt 615.000 € und da haben wir insgesamt Kosten gehabt für rund 600.000 €.
Du hast es so, dass man auf Basis von dem halten, der kommt dann noch Lohnenker bei dem Minister gehen. Ich meine, wir haben dem schon ein Subsid akkordiert gekriegt vom Minister, notamment für auch den Kauf vom Terra, der ja nicht berücksichtigt ist. Wir wollten aber Lohnenker mit dem halten Devis, notamment auf Basis von dem Devis supplementär, den man muss stimmen, mit dem Minister schwätzen, für zu gucken, ob man nicht als Subsid auch richtig daheim können kriegen. Und auf Basis von dem halten, der kommt, können wir die Pachten dann umgehen. Und dann haben wir noch den Punkt Reaménagement du Cimetière. Ich meine, du hast ja so, dass wir noch einen Artikel geschafft haben, wo wir im Januar auch den Projekt präsentieren mit der Extension vom Kirchfest an einem neuen Kolumbarium. Du hast einen Artikel, den schon über Jahren abfällt. Ich meine, den aus von 2013 und bis 2024, 2025. Du waren nie de wie fir op gestimmt gin an de sinn awer Depensen ugelaf von 250.000 €. Fir kurz so dats du hab Stopp gebucht gin. Ich mein, du war enker Projekt den aswer schon vun 2016, du war fir rund 25.000 €, weil der Sonorisaun, die du abgericht gin hast, wo du Depense waren, da waren net verschiedene Depensen am Si kommen, dat fir die ganzen Kirchverschenke abzuholen, informatisch für das an einem Bestand informatisch zu inventorieren. Und da waren verschiedene Etüden, verschiedene Placken, die du ersatz gehen, die auch über den Artikel gelaufen sind. Und dafür haben wir eine Gesamtdepense von 52.000 €, die wir dem Ergebnis aufschließen. Sind zu denen die Konten frohen? Sagst du? Ne? Da. Ja, ich hatte eine kleine Ummerkung mit der Reflexion vom Gesangsbau, das ist ja klar. Ich meine, das war ja wichtig, die Mise en Conformité vom Gesangsbau, weil wir da Musikschüler ja dran gesagt haben. Aber das ist ja nicht nur lang der Bau, den umgebaut wird, dass wir auch die Agenturen sind aménagiert gehen, dass eine Achse geschafft gehen, und für eben zu verhindern, dass die Schüler über den Trottoir 4 Land den CR an hier Kurre gehen. Und ich habe ein paar gesagt, dass wir vielleicht nicht mehr so der Fall müssen vielleicht erinnern, dass der Weg Hannen besteht, dass vielleicht Schüler nicht mehr auf der Hauptstraße in die Richtung dackeln. Ja. Ich meine, denkt ein bisschen auf Nof, auch wenn die das Kurre sind, die direkt aus der Schule dahin gehen, die können natürlich schauen, die eine Geburt von den Eltern, oft auf die Kids gehen und die gehen dann nicht dafür ran. Aber wir können dann eigentlich checken und dann die Rekommendationen aber auch gehen. Okay, wenn da auch kein Froh mehr sind, wir hatten gesagt, wir geben dann ein bisschen aufstimmen, dann machen wir das, wenn ich Klift Nagel an Marie. Ja. Ich auch, sauber Jules. Mit der Progression vom Jules, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Podgerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Merci. Da gehen wir zu unserem Punkt 2, wo dann es über verschiedene Droits de Préemption geht. Der nächste Punkt ist den Terrain an der Rue du Château. Voilà, du hatten wir schon ein dat am Gemengerot an du hast darüber den Kompromis d'échange gegangen. Demals huet den Gilles Altmann den Dëch verlos, weil dat eben de Terra vun der Familie Altmann war, haut das dat Jo nemméi so. Dafür brauchte Jean-Marie auch net an de Publikum zu goen, fir den sich frohfleisch gestalt hat vor de Stadt oder so. Der Range de projezeiert, da ist dat wo das den Terra. An de gëtt dann ja, de Raubrop vum Institut Neues firiert an ich mein, de gëtt lo verkauft den Terra Gemeng huet lo do ken Enteré hun fir den Terra ze kaufen an defir gif mal proposéieren op als Droit de Préemption zu verzichten. Sind du zu frohen? Ja, Serge. Ja, das stellt just die froh mit dem Kompromis d'échange, weil du hast ja dann die Parzelle von 0,31 Jahre, die 4 Land. Ich meine, das ist ja wichtig, weil die geht ja ein bisschen an die Wehr an. Und du hast ja ein Kompromis d'échange unterschrieben gehen, den aber nicht angehalten hast, oder? Ach. Geht dann aus dem Terrain da schon eine Gemenge aufgetreten.
Getauscht, ja. Wir müssen den Nacken noch machen, den hast du noch nicht gemacht, mit dem Member dann lo. Und dann ist Okay. das Gut, ich meine, regularisiert. von nackt no können, das ist schon kein Problem. Nachfragen? Nein. Da können wir auch über den Punkt aufstimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Heinz Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Herr Kaiser Andy. Ja. Merci. Dann sind wir jetzt an der Rue Jean Ruf. Das ist ja bald auch Standard, auf unserem Mord du Jour. Wie ihr da am Dossier gesehen habt, sind dann da Terrain verkauft gehen. Und du hast andere Mal froh, ob wir als Gemeinde als Lord de Präemption gingen ausüben. Und da muss man die Decision holen und wir gingen anderen proposieren, das an diesem Fall nicht zu machen. Du kein frohe Sinn. Da gingen wir aufstimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Heinz Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Und das gleich Schneinkehr. Dann Ranjit weiß nicht, wo die Terrain sind. Okay, wer hat das Sparzellnummer so, ne? Das ist sowieso nicht verhalten. Da gibt man eine Aufstimme, wenn ich klift. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Heinz Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Merci. Ja. Und dann gehen wir zum dritten Punkt. An dem Punkt Urbanisme, da haben wir den ersten Punkt, wo die Konvention d'Exécution PHP Klapp geht. Da will ich vielleicht ein paar Worte mehr dazu sagen. Da war es so, dass an der Konvention stand, am Artikel 8, dass der Promoteur sich ging engagieren, bei den 36 Monaten zu bauen. An dat vom Datum an, wo die Konvention hier im Gemeinderat approviert ginnners. Dat war 21. Sie haben uns aber einen Brief geschrieben, an dat wat dort steht, dass am Anfang nur zu verzeihen, dass eigentlich tun die Arbeiten, die ganze Infrastrukturarbeiten gar nicht so direkt umgegangen sind, wie das hat so der Fall sind. Sie sind also der Meinung, dass sie dort Zeit verloren haben, ihr sie überhaupt konnten an eng Wand an ein Projekt gehen, nicht an eng Wand mehr an ein Projekt gehen. Bon, sie wären noch nicht Demande gewischt für den Datum dort ranzuschreiben. Und sie frohen als dann lo a Platz den Datum zu holen, den wo eben den Kontrakt d'Entreprise unterschrieben ging ist, mit der Entreprise, den die Arbeiten gemacht hat, auch wieder an der Konvention gesehen hat. Schwarz mal do vom Datum empfangen 8. November 6. November 22. Voilà, das den Datum steht denke am Präambül von der Deliberation steht noch ein falsch dran. Ich denke 24 bis 22 von 8. Dezember 22 aus der richtigen Datum. Wir haben fand, dass das ein valabel Demand für wir wollten der Demand heim dann no kommen und dafür proposieren wir dem Gemeinderat heute den Avenant zu der Konvention. Sind du zu froh? Du kein frohe sind, da können wir auch direkt darüber aufstimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Heinz Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Pojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Merci. Dann haben wir eine Servitude Passage. Da hatten wir schon heute riveriert. Wenn wir über dieses Projekt geschwärzt haben, so ein 30 mit der Reso, mit der Rehwasserachse. Und da sind wir noch an der glücklichen Situation, weil oft haben wir fair accompli und dann laufen wir die Leute noch für das zu regularisieren. In diesem Fall sind wir hier nicht, und wir haben schon eine Servitude über den, also für eben den Kanal durch die Wiesen zu legen, finanziert zu kommen.
an dofir hummer ha Martinen eng Konvention eng Servitude Passage redigéiert, déi da vu de Parteiien der Schriwe ginn ass, an die dann ha am Dossier läit. De Ranweis ha wo den Reso left. Ich mein, wir sinn am moment Fehlerkontakt mat der Familie Bertram fir runde Punkt an de Gesprächer huet dat belo Flot agin, dats mor ha den Erkor kommt fannet innen vun dieser Platz an enke Merci dofir, weil dat Ding da is en Grewasser Ach war man net an Ziel kommen an ha dat lo garantiiert. An der solo de Moment, wo man da können beim besser Wirtschaftsamt och die Subsiden ufroen. Weil Elementer lo den Dossier, de Plägen, Konvention de Servitude, alles do ass an de Elemente fir den Dossier gebraucht. Sind dort so froh. Auch kein froh. Dann gingen wir auch darüber direkt aufstimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Progression von Julia. Trein Serge. Ja. Tausend Paul. Ja. Heinz Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Bogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Akasa Andy. Ja. Merci. Und da kommen wir noch auf eine nächste Servitude. Das ist dann das hier an der Kernischer Straße. Voilà. Da ist es so, dass wir ja die PRP da gestimmt haben in den Atzingen. Und am Anfang treten die Straße nicht und Gemeinden auf. Das hat verschiedene Avantagen. Für die Gemeinden, da ist so mal so eine kleine Straße für die Häuser da. Das ist nicht eine richtige Straße, das ist drin in Form von einem Hof. Dafür braucht dann die Gemeinde auch tun, die nicht den Entretien nicht zu machen und das Wanderding zu machen. Wir müssen aber als Raison dadurch leben, weil wir haben ja eine Obligation für die Leute Wasser zu liefern, wir müssen einen Kanal zur Verfügung stellen. An dieser Servitude geht es eben nur darum, dass wir als Raison Recht kriegen, die durch die Infrastruktur dort zu leben. De facto leid es schon dort. Ne? Hier sind wir in einer Situation, wo wir das regularisieren, dass das in der Schrift gehen, von den Proprietären wie auch von der Gemeinde. Und das ist ein Gemeinderat zu dezidieren, ob man die Servitude dann so unheilen. Gehen wir dazu froh. Paul? Ich bin froh, denn wenig von wo ich auch gesagt, wo ich abfährt. Ist das ein Gemengenterra oder ist das hast du da Bordservitude geholt? Nee, denn, also das ist kein Gemengenterra, das ist noch immer Privatterra. Voilà, an den Rower de Leiit schon do. Dat vung net vun dem, wo mir schwätzen, dat se Seers Kollektor. Do gëtt wahrscheinlich eng Servitude beim Seers, dats de Kollektor do Dir fleien. Ja, schon gemeint, niwen drun. De Kollektor lief schon vung iwwer de Leiit hier en Terra. Dat er vung tschen der Seer an dem Terra. Also du mengst den do? Nee, Nachse, wo du gesagt wo Vorspore sinn. Do den 700, wat steht da, 700, du musst mal fahren dabei. Ja. Nee, den Achse, das ist nicht Gemengen Terra, und du musst auch nicht unbedingt eine Servitude sein, du gehört ja Gesetze von den Enklaven, und dass du muss auf der Steck kommen und so weiter. Ne? Schon, dass das Tore überlebt. Ne? Das bei denen ich gemerkt, ne? Die Streiffuß darauf hier ist, das ist sich Gemengen Terra. Du musst dir vielleicht mal gucken, weil genau der Situation, wenn ich gucke, geht, da sind auch immer Vorspuren drauf von dem Zeit, wo du gebaut hast. Und du steht doch, wann drin steht Wasser dran, könnt Gemeng vielleicht du ein bisschen aussehen oder irgendetwas machen. Ich weiß nicht, was du viel gesehen hast. viel gesehen hast, nein, wir können uns da drauf gucken und dann machen, ne? Nicht extra gut aus und ja. Ich ging mir flott ausgehen, dass du etwas kannst machen, weil ich denke, die du da durchführen, die nutzen natürlich nicht mehr, das sehe ich da. Könntest du etwas anderes machen, wie Blumenwiese oder irgendetwas so sein, ne? Das ist ein guter Propos, und wir gucken da, die schwätzen dann darum sehr, also, was die erst proposieren, für etwas zu machen. So ist noch ein froh. Kein mehr, dann gehen wir auch darüber aufstimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mit der Progression von Julia. Heinz Serge. Ja. Tausend Paul. Ja. Heinz Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Bogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Akasa Andy. Ja. Merci.
Und dann kommen wir zum 4. Punkt, Affaires sociales, der 3. Age. Und da geht es den Service Repas Euro. Und das ist dieser Punkt. Ja, merci. Bei diesem Punkt geht es um eine Konvention mit Server für den Service Repas Euro. Wir sind von den Server kontaktiert, weil am Kader vom neuen Gesetz über die Qualität von den Services für alle Leute, also die Lokalität, ein paar administrative Änderungen für den Repas Euro müssen umgesetzt gehen. So muss Servio am Vierfeld ein Devis schicken auf Basis von einer Fichtinskription an eure Kontrakt mit all einzelnen Klienten selber machen. Das Änderungen bringen dann noch eine andere Matzig, dass eine neue Konvention zwischen der Gemeinde und Servio muss abgestaltet gehen und der Service muss dann in Zukunft direkt von Servio aus organisiert gehen und nicht wie nicht mehr über die Gemeinde dran, wenn die das für uns sinnvoller Konten gemacht wird. Wenn wir die Konvention durchgucken, dann sehen wir, dass sowohl die Produktion, die Verpackung, die Lieferung und auch die Gestion von den Induktionsplatten mit abgegriffen sind. Die neuen Preise, die wir von den Server verrechnen kriegen, sind dann 12,94 € für die Essen, 5,82 € für die Lieferung und dann separat für die es wollen, 22,81 € den Monat für die Lokation von einer Induktionsplatte. Die Gemeinde stellt weiterhin die Rechnungen für die Klienten aus und Preise für die Essen und die Livraison sind indexgebunden. Der Kontrakt fängt den 1.1.2025 an, fängt Dure von 3 Jahren mit einer stiller Verlängerung von Jahr zu Jahr. Für das Annullieren muss eben eine Präavis von 4 Monaten angehalten gehen und dann an den generellen Dispositionen wird dann noch erklärt, dass sich die Menü zusammensetzt aus einer Zopp, einer kleinen Krudité, dem Hauptplan und dann auch einem Dessert. Diese wird an der Woche geliefert von Montags bis Samstags und Sonntags an Feiertag wird dann eben nicht ausgeliefert, außer wenn es 2 Feiertage an René sind oder wenn nur oder 4 Feiertag Sonntag ist. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass von der Klient sein Essen nicht den Tag 4 bis 10 Uhr aufmeldet, da geht Essen aber verrechnet. Und dann ist es noch so, dass Server uns Rechnungen pro Monat für als Klient schickt. Und wir dann, wie wir nur am nächsten Punkt werden beschwätzen, nehmen einen Teil weiter und als Klient werden verrechnen. Merci. Gehen wir zu dem Punkt froh. Serge. Ja, das ist am Anfang interessant, ja, wie Nancy erklärt, dass du die Gesetzgebung geändert wird. Aber wie, okay, vielleicht können die 2 Punkte mal erklären. Wie wirkt das dann auf den Preis von den Leuten, die den Service benutzen, brauchen? Also da wollten wir dann am nächsten Punkt darüber zu schwätzen kommen, weil wir eben über den Preis schwätzen, wie wir den Preisgeber fixieren. Dass man da eben nicht mehr auf die Schiene gehen, dass man ein Säu festsetzen, dass wir dann einfach einen Teil von der Kosten selber überholen, dass es sich für die Klienten sich nicht ändert, dass just die freie Lokation von den Induktionsplatten für die Leute, die wollen eine Induktionsplatten holen, das ist keine Obligation für sie zu holen, aber die Leute, die wollen holen, die kriegen das verraschen von Server direkt. Und du hast dann so, dass von den Data pro Tag diese will holen, dann kommen 95 Cent dabei kommen, sodass die Leute geben 13,90 € bezahlen, die einen Induktionsplatte mit dabei haben. Du können wir nur gerne beim nächsten Punkt darüber schwatzen. Okay, aber dann Servier die checken dann eine Rechnung und Gemenge da weiter und Leute. Für was checken dann Servier nicht Rechnung direkt und die betroffenen Leute? Also Server schickt immer einen Kontrakt mit ihrem Klient, wir sind die Klient und wir verrechnen da weiter und uns Bürger aus der Gemeinde. Es gibt keine direkte Verrechnung gemacht von Server und hier Klient. Ja, am nächsten Punkt gibt es ja an sich für Deliberation ist ja so geschrieben, ich gucke nicht ein Kino, dass ja die Annulation von der Tax, die 2022 fixiert gehen ist, mis dann nicht durch eine Deliberation geholt gehen, für eine neue Tax zu verrechnen und Leute. Ich kriege mir die Rechnung geschickt von Server und wir schicken sie weiter, aber dann hören wir den zweiten Punkt eigentlich mit. Das ist so, dass wir kriegen
die drei Sachen von ihnen verraschend, diese Krämer verraschend, von ihnen kriegt Liberation verraschend, von ihnen wir verraschen, aber da just diese selber und Leute 400. Das heißt, Leute kriegen die Rechnung für den 12,94 Euro, kriegen sie integral weiter verraschend, und wir wollen die 5,82 Euro Liberation, sodass sie sich für die engen Leute, die der Repassierung normal holen, wo sich 6 Cent Männer müssen bezahlen, von den 13 Euro Fixkasten, wo wir bisher mal festgehalten haben, wo man aber hätte müssen, um 14 Euro nächstes Jahr abgehen, weil das an den allen Dispositionen draufsteht. Die Leute bleiben bei 12,94 Euro. Und die anderen Leute, die dann einen Induktionsplug wollen, mitholen, wo eben keine Obligation besteht, die geben abkommen auf 13,90 Euro. Wo sie Anschluss hätte, müssen 14 Euro bezahlen, wenn man mit dem alten Prinzip weitergeführt wären. Okay, aber konkret die Frage, die ich an sich gestellt habe, wie kann den Gemeng dann eine Tax annulliert? Die Deliberation, die folgende Deliberation wird annulliert. Wie kann dann Gemeng eine Tax respektiv Rechnungen kriegen und sie da weiter und die betroffenen Leute verrechnen, ohne eine Deliberation geholt gehabt zu haben darüber? Ja, am Anfang ist es so, vier haben wir das separat gesehen. Also auf der einen Seite Depensen, und auf der anderen Seite gesagt, wir verrechnen einen Preis, den wir zusammen noch mit den anderen Gemengen immer fixiert tun und Leute dafür wir ein Taxreglement gebracht haben. Das machen wir ja in dem Sinne nicht mehr, wenn wir so wir gehen einfach das Gemeng verrechnen, kriegt geteilt kein 4 Euro verrechnen, ne, das ist nicht ein anderer Preis, den wir definieren, das ist einfach die Kosten, die auffallen, die gehen 4 Euro verraschend an die Frais de Livraison, die eben nicht mehr. Da bleibt da just eine Depense am Gemengen Budget. Ich frage mich effektiv, ob nicht vielleicht sinnvoll wäre, für den Punkt vielleicht zurückzusetzen und das ganz wirklich genau zu gucken von ihrer Seite aus und für dann an einer nächsten Sitzung zu bringen mit den 100%igen Informationen. Ja, bon, ich meine, wir brauchen das auch nicht zurückzusetzen. Wir könnten das so stimmen. Wir kontrollieren ob wir da richtig sind, ohne Taxereglement. Für mich ist immer richtig, wie dass man nicht losgelöst von einer Depense einen anderen Monat verrechnen, den man muss als Gemeinderat definieren. Wir haben ja so teilweise wie Gemeinde verrechnen, kriegt 4 Euro verrechnen, und die anderen Depensen sind am ordinär gehen, die überhaupt für mich müsste das richtig sein, das prüfen wir aber ein Kehr, aber wenn nicht so wäre, dann müsste man ein Taxreglement noch kommen. Da wir können wir das so aufstimmen, das hat keinen Einfluss drauf auf Zwit von der Decision. Ja. Ich bin froh zu den Placken. Wenn ich richtig verstanden sind die Placken, die 15 Placken, die gekauft gehen von der Gemeinde, und die sie dann im Dreckkauf für sie äußeren können 2 Löhne dann, also. Also am Anfang sie und der Rechtwert von den Placke bezahlen, das ist hier Stock, und in Zukunft müssen die Leute den eben leasen. Vier und Gemengen den integral zur Verfügung gestellt, und lo bezahlen die Leute am Anfang hier Plaque selber. Was doch richtig ist, weil nicht alle Menschen eine Plaque hält. Ne, da sind ja am Anfang die keinen holen, die sind ja eigentlich gestraft, vis-à-vis von dem, den eine Plaque hält, den eine Plaque fällt, weil du kannst das jetzt noch an der Mikrowelle warm machen, du kannst doch an den Döppe machen, und auf der Plaque warm machen. Du musst nicht unbedingt die do Plaquehole für dessen zu hützen. Das ist mir praktisch. Du setzt mit der Köcht ganz auf die Plaque drauf. Plaque geriert, das hat schon einen Avantage. Aber in der See, ich will das nicht, ich gehe nicht den, der braucht aber dann Plaque nicht, und bezahlt nicht etwas, wo andere profitieren oder wo andere einen Avantage. Und dafür ist am Anfang für uns der Leasing eigentlich nicht richtig. Was noch dabei kommt, dass wir sind da nicht mehr man montre, ja, mir nie mehr etwas mit Placken zu dem, wir brauchen keine Placken mehr zu ersetzen oder Stock zu kaufen, wenn Leute beikommen, das geht dann alles von Servio selber geriert. Ne? Also Placken sind in dem Moment nicht mehr noch über Servio zu kriegen, und gehen über das Leasing bezahlt. Also wenn dann die gesagt hat, die 22 Euro dem Monat. Ja, das ist noch schon eine Information oder eine Nachfrage zu den Informationen von Servio. Wenn ihr dort den Relevé guckt von den Leuten, die von dem Service profitieren,
do sinn de misflech enke a Jour gesat ge respektiv enke kontroléiert gin. Dat wahrscheinlich beim Ufäle vum neue Kontrakt op nächste Jahr werden sie dat bestimmt a Jour sitzen, weil die as net grad ganz a Jour. Also schießen net wat fir Rëlle wie du hues mir hunn neue Rëlle wie gefrot gehabt die haut doch krit. Du sind am moment 17 Leiit op der Lëcht, die profitéieren vum Repas Euro an vun denen sind der 8 Stück, die so eng Plack hunn. Schön gesagt schön Rëlle aus dem Dossier. Ah, okay. Wir checken die neue Rëlle wieder nach no an. Voilà, sie sos nach Froen zum Repas Euro. Da ging auch durch Rufstimmen der Glammerie und schlift. Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Progression vom Julia. Tein Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Alch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. a Kaiser Andy. Ja. Merci. Bon, wir haben am Anfang 2 Punkten. Sind wir zweimal aufstimmen. Da stimmen wir zweimal auf. Da fängt eine Schnecke an. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Progression vom Julia. Tein Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. a Kaiser Andy. Ja. Merci. Da kommen wir mal Kirfisch, Konzessionen und das Neige den Andy. Ja, bei diesem Punkt geht dann auch um 4 Konzessionen bei diesem Kirfisch. 3 von den Konzessionen sind für Graf mit 2 Emplacementer für eine Durée von 30 Jahren für 750 € als Redevance. Die andere Konzession ist dann für ein Kas am Kolumbarium auch für eine Durée von 30 Jahren für einen Tax von 500 €. Du war wat letzte Jahr nach vorkommen, ob in Durée von den Konzessionen nicht kein Beruf setzen, zum Beispiel 15 Jahre. Effektiv von mir ist am Schaffer doch Gedanken darüber gemacht für das Reglement, die wird den Kirfisch können sie schaffen, wo den Punkt von der Konzession dann noch mal drauf steht. Da kommen aber noch als zusätzliche Information mit dabei, das war der letzte Monat, da ist ein neues Zirkulär aus dem Interieur gekommen, betreffend der Rekommendationen vom Santé-Ministère für die Inhumation, als Reglement muss also nach dementsprechend zusätzlich angepasst gehen. So muss zum Beispiel den Delay adaptiert gehen, bis wenn so eine Inhumation gemacht darf gehen. Wir gucken nach mathematisch Gemengen, wie sie hier das Reglement adaptiert tun, für dann wir dann einen harmonischen Approach dazu können hören. Und da kommen wir mit einer Propos vom Kirfischreglement an, vom Taxreglement betreffend dem Kirfisch dann die Gemeinde ran. Das ist nach Frohen. Ne. Können wir über den Punkt aufstimmen. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Progression vom Julia. Tein Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. a Kaiser Andy. Ja. Merci. Dann Nummer 6. Punkt Verkehrsreglement. Du gesit mir richten fir Reise Krichmerd op, dats ein Reglement temporaire d'urgence, wat man muss konfirmieren. D'urgence kann es sechlächt vorstellen, wësse, dat de Krichmerd kën probéier mor enke besser ze machen. Loasen also dat just das net Parke verboden as am Haf dat funktioniert ja net am Krichmerd ze summen. Gin tot ze froen. Nee, da könnt man über das Reglement aufstimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Progression vom Julia. Tein Serge, Ja. Traisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. a Kaiser Andy. Ja. Merci. Da wir mal bei der Question écrite des conseillers, schriftlich Neige Rakin, krit mir nicht so froh. Serge. Ja, gut, schauen mich auch kurz. Weil ich komme ein auf die Sitzung zurück, und zwar auf die 2 Häuser mit den Fossseptiken. Ich weiß nicht, ob der Stoff vielleicht schon am Frau tut, aber die 2 Häuser, das gesagt ging, die waren nicht am Projekt mit dran, oder die sind nicht mehr an das Projekt geholt, das war ja damals klar, weil das Projekt ist nicht so weit gegangen, wie in Haut geht. Und was auch manchmal nicht so richtig rüberkommen ist, dass das Gemeng selber die Fossseptiken eidel möchte. Also das auch dann nicht in die Leute jetzt gucken, dass der an 3 soll go, aber ich denke, das war damals ein Problem bei dem Chantier, wie den aménagiert gehen, als wie dort der Kanal gelöst gehen ist. Und das sollte da vielleicht an diesem neuen Chantier geguckt gehen, nicht, dass da unserem
Emultioer muss Kamio komme fir do die Leif Bakterien do ofzesuckelen. Ja, du hast absolut recht. Ich kann darüber haut nicht mehr Informationen gehen. Wir hatten einen kurz zugeschwart, den Punkt. Wir sind aber noch nicht so weiterkommen. Es steht auf der To-Do-Liste. Dann ich komme mit den Informationen rum. Merci. Dann Marie. Nora. Ich habe Mann Marie mal gefallen. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Ding. Ich wollte just denken, nur die Luchte vorhin am Schloss gewarnt. Die Luchten, die du noch fehlen, sind da ganz genau 2 oder 3. Ob du irgendetwas oder ob ich weiß, wie was das Problem ist, wie was das ein Teil nicht ersetzt gehen oder nicht. nicht. Bist du jetzt das ist ein Problem am Sockel, an der soll ersetzt gehen und hat am Anfang auch schon so gemerkt gehen. Also das ist ein großes Problem bei den Leuten, dass der Sockel nicht passbar ist, in den Luchten nicht. Der Sockel muss mal ersetzt gehen. Und das ist aber im Gang und soll doch kurzfristig gemerkt gehen. Dann hat man schon dann gemerkt als mehr. Ja. Das ist nach vorhin. Paul? Ich war just kurz froh wir fenken mat den Abschlum Kirfegen Graf vom Josi Dellhalt. Ich weiß net Gemeng dat immer geburtzt oder so mir net gesagt net mir so proper aus wie dat sos net den ich dann bekümmert oder net. Und da wurde schon erfroen in der letzter Zeit weil ein bisschen mehr aktuell aus Engagement Gemeng viel abrich sinn durch die Kontakt mit der Police oder nur froh. Ja, aber es war sich hauptsächlich. Ne? Ja, also wir sind da immer im Kontakt mit der Police. Das ist für 4 Wochen eigentlich sind da hier oder 5 Wochen Martin heute zusammen, das ist so eine neue direkte Stoff für die Region Osten, die war auch mit dabei und bon, sie so immer, wir sind heute nicht besonders betroffen, können eben halt mal 4. Aber sie machen ja Kontrollen natürlich für die Nutzpatrouille, sie sind nicht zuständig, dass da Remisch wo kommen, das also gefragt, wir gehen aber auch männlich Beise, weil da geht das nicht Gebäude zu nicht dran, wenn der Schweiz mal die Punkte einkühlen. Ja. Ich weiß nicht, wenn er immer Geburtstag hat. Ich froh dat no das ja so dat Kirfech de Kirfech der Gemeng geheiert net wie Kirsch die der Gemeng ja net geheiert könne man nicht machen aber dir noch eigentlich nicht machen bon ich gucken net wie dat immer gelaver an do sind dann wir können doch ein geburtzen das hat von den größte wat nee das just ich mein, von begriffen ist also das direkt der macht direkt ja. Fällt op das ja, gesagt, genau ja. Voilà. Merci für den Hinweis. Noch etwas? Nein. So, ich merci am Publikum. Robin. Ja. Geht denn? Ja. Schön wieder gesehen, sind ich das Jahr mehr ruhig. Ich meine, du hast nicht ausgemacht, ha? Also, lass noch mal. Wieder gesehen, dann war ich das Jahr mehr fein und mehr brav gewesen. Dafür will ich aber trotzdem den Aufwand, dem ganzen Gemengerot und noch meinem Fanclub dabei sein, weil ich gehe immer noch besser gedrückt dabei sein. Für was siehst du nicht? Ich feiere dich und ich schenke noch Jahr wünschen. Yes, Robby. Aber Robby, du hast gesagt, du wärst mir fein und mir brav. Also ich fand nicht, dass du für nicht fein und nicht brav warst. Also wenn es da so da ist es traurig, als treuen Publikum, was du hast das Recht für das zu sagen, auch dir dann Glückwunsch für das natürlich gute Rutsch. Und da gebe ich auch dabei aus dem Publikum eine schöne Christzeit wünschen, eine schöne Feier, dich, einen guten Rutsch, ihr alle gut hier rund um den Tisch, dasselbe, eine große Merci für die Flott Zusammenarbeit, die wir haben. Und ich bin sicher, wir sind also zunächst Christmarkt drüben und dann eben nächstes Jahr an der nächsten Gemeinderatssitzung um diesen Tisch. Also große Merci, denke ich, los, dass es gut gehen und du musst einfach ein bisschen bleiben, weil wir hören nach der Week-Klo den Teil dann ohne Publikum. Vielmals Merci, schönen Abend an Adi.